Hey, liebe Freundinnen und Freunde von den farbigen Klötzli, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Klemmbausteine mit mir, dem Cyril, hier auf twitch.tv/brack.ch. Schön, seid ihr wieder mit dabei. Schön, habt ihr letztes Mal offenbar ganz eine tolle Folge gehabt mit der Caro, mit meiner Chefin. Und ja, sie hat mich offenbar sehr, sehr gut vertreten in der letzten Woche. Ich hoffe, ihr habt ganz eine tolle Zeit verbracht miteinander. Und ja, hat mich nicht allzu fest vermisst. Ich meine, ist ja so, oder? Jeder kann besser klötzeln als ich, das wissen wir mittlerweile. Aber nichtsdestotrotz nähern wir uns langsam aber sicher am Ende von dieser wunderbaren Zeit mit dem Eiffelturm, wie ihr vielleicht schon gelesen habt im Titel. Ja, wie habt ihr so in die Woche gestartet? So weit, so gut wie euch? Oder habt ihr gewisse Schwierigkeiten gehabt zum Starten? Ich definitiv, nach einer Woche Ferien. Ich glaube, ihr kennt das auch, dann wird es ziemlich knackig runter, dass man da wieder anständig kann in die Woche starten, oder? Man wird einfach überhäuft mit Aufträgen, mit E-Mails, mit Anrufen, mit irgendwelchen Terminen, die noch geschwind aufgeleistet werden. Und man kommt nicht mehr daraus raus. Ich bin extrem versoffen. Gestern, heute auch noch. Und darum freue ich mich jetzt ganz besonders, dass wir 2 wunderbare Stunden miteinander verbringen und ein bisschen weitermachen an unserem Eiffelturm. Und ich habe etwas Notdürftiges noch ganz geschwind hingebastelt, damit ihr überhaupt mal seht, wie weit das wir überhaupt schon sind. Wenn ich jetzt da mal wow umschalte, kann ich sogar die Hand noch da reinhaben. So gross ist der Eiffelturm schon. Ich kann noch geschwind daneben stehen. So. Voilà. Also ein Riesenteil. Und Caro hat in der letzten Folge hier da die Spitze anfangen zu bauen. Und genau an der tun wir jetzt ansetzen und weiterbauen. Und ich verspreche euch, wir machen ihn heute fertig. Wir fangen auch noch irgendetwas Neues an. Und da dürft ihr euch dann nachher schon mal überlegen, was ihr gerne hättet. Weil wir haben einerseits das Lego. Ich nehme es mal geschwind ab. Das Lego-Motorrad. Motorrad, heute so langweilig. Die DEF M1000RR von BMW. Das hat auf einem Kleber drauf. Rüstauftrag, Lagerplatz. Jawohl, sehr gut. Und hinten drauf. Das wäre mal zwar das Fahrzeug, aber kein Auto. Das wäre schon mal etwas. Dann. Was ich noch zur Auswahl habe, wäre ich nochmal einmal ein letztes Mal in den Weltraum raus mit der NASA Apollo 11, mit der Mondlandesonde. Das kann ich euch auch noch anbieten. Dann haben wir nachher einen fließenden Übergang und da dürft ihr sehr gerne sagen, was ihr am liebsten würdet sehen. Ich frage dann auch später nochmal. Aber bevor wir dort hingehen, jetzt zuerst, wer hätte es gedacht, machen wir uns wieder an den wunderbaren Eiffelturm an. Und für das switchen wir doch gerade mal geschwind. Zack. So. Was ich übrigens auch machen kann, ist. Ha! Ist das denn da? Fantastisch. Er hat noch nie irgendjemand gemacht und irgendjemand gesehen. Ja, aber wenn ich mir ihr frage, jetzt, wo sind wir genau? Ja. Da sind wir. Das ist irgendwie lustig. Okay. Gut, wie sieht es so aus mit der Anleitung? 6869, Caro hat mir ein wunderbares Eselsöhrchen drin gemacht, weil wir sind keine Collectors. Bringt einfach nichts. Und ja, ich sehe es. Also viel ist nicht mehr übrig. Was heisst das? Aha, nicht alles auf einmal. Nicht mehr anheben. Okay, gut, ja. Am besten nicht, aber irgendwie muss er dann gleich noch vom Tisch oben runter. Aber um das kümmern wir uns dann später. Jetzt machen wir zuerst mal
weiter mit der Runde. Und gehen ins Säckchen Nummer 68 und 69. Und ja, mal schauen, wie lange das wir noch haben. Aber nicht länger als der Stream. Also so gut kenne ich mich jetzt mittlerweile, dass ich das etwa ein bisschen einschätzen kann. So viele Tütchen sind es nicht mehr. Falls euch irgendwie die Kamera dort beim Eiffelturm stört oder so, könnt ihr auch jederzeit einfach mützeln, einfach reinheben im Chat, ein bisschen reinschreien, ein bisschen rumbrüllen, ein bisschen mit so kleinen Papierkügeln durchs Glasrohr durchpusten. Kein Problem, dann nehmen wir das gerade wieder raus. Aber ich denke, so haben wir eine gute Übersicht, wo wir gerade sind. So. Fuselino weg. Und let's go. Ich muss mich jetzt ein bisschen orientieren, wo die Teile sind, die ich dann brauche. So, jetzt, okay. Ja, letzte Woche. Schau jetzt da. Endlich Lego Star Wars. Ja, also von der Anzahl Teile her kann man schon fast meinen, sage ich wirklich der Todesstern. Desmond. Absolut. Würde ich auch sehr gerne bauen. Wäre jetzt auch eine super tolle Vorbereitung wieder, um sich so ein bisschen die Star Wars Mood reinzubringen, jetzt wo dann Mandalorian anfängt. Nächstens. Was ist? 1. März, oder? Glaube ich, Mandalorian. Das wäre ja morgen. Stimmt, ist ja Februar. Schön. Könnte durchaus passieren. Ich hatte die Werbung gesehen, aber mir ist das Datum nicht mehr so in den Kopf hinein. Hat aber Lust auf mich gemacht. Aber ja, ich wollte jetzt für die nicht einmal Spoiler, nicht einmal einen Trailer schauen, gar nichts spoilern. Ich kenne das zu gut. Dass man dann nicht einmal Trailer sehen, aber es ist, als ich gestern Twitch geschaut habe, ist es einfach ganz frech in der Werbung hineingekommen. Wie ist das bei euch? Freut ihr euch auch auf einen neuen Mandalorian? Oder sagt ihr, nein, für mich gibt es noch Star Wars 4 bis 6. Und der Rest interessiert mich nicht. Ich denke, die Community ist immer die kleiner, oder? Also mittlerweile gibt es so viel Star Wars Content, dass man fast nicht darum herumkommt, noch irgendwie etwas anderes sich anzuschauen. Aber ja, Mandalorian, wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt schauen. Egal, ob ihr Star Wars gerne habt oder nicht, es ist an sich schon super Storytelling, Top-Setting, Pedro Pascal, super Schauspieler. Und der Grogu, der Mini-Yoda, einfach unheimlich knuffig. Ui, jetzt komme ich da gerade eine Meldung über. Verwenden Sie immer noch schwache Passwörter wie 1, 2, 3, 4, 5, 6? Nein, gang weg. Unser Passwort ist Nummer 1, 2, 3, 4, 5, nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Könnt ihr euch noch mit so Passwörtern absichern? Mit so 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder Geburtsdatum von der Freundin, Hochzeitstag, der Name vom Hund, der Name von der Katze oder so. Kann ich auch die Passwörter immer so in ein Wallet speichern oder so in diesen Chrome oder Edge oder Firefox Extensions rein. Dann geht die dort irgendwo so in eine Cloud rein und sind abgespeichert. Da kann man ja so random Passwörter generieren lassen, die ziemlich komplex sind. Aber wer garantiert mir, dass die Cloud nicht irgendwie gehackt wird und dann einfach alle meine Passwörter weg sind, oder? Weil dann sind sie an einem Ort gespeichert, anstatt hier oben gespeichert. Aber ja, irgendwann braucht man so viele Passwörter, da kommt man fast nicht drum herum, entweder so random generierte Passwörter zu nehmen oder sich ganz einfach
so ein bisschen zu 3, 4 auszudenken und die dann random hier und da mal reinzuklatschen. Es sieht schon alles gleich aus. Jetzt. So eine Roboterklammer da, ja. Aber ja, apropos Eiffelturm und Paris. Wie das so ist an Ostern, wir natürlich auch frei, oder? Das erste Mal seit langem, ich und meine Frau, weil wir haben ja vorher in der Gastro gearbeitet, da kennt man frei gibt es nicht. Und dann haben wir uns überlegt, ja hey, vielleicht doch einmal auf Paris. Why not, oder? Ostern, super Idee. Sind wir, oder ja, sie ist ein bisschen schauen mit Hotel und so. Und also Ostern, das kannst du dir einfach nicht leisten. Hey. Das ist unglaublich, wie viele Stütze dort gemacht werden. Aber ja, ich verstehe es. Es ist auch ein bisschen dumm, genau an Ostern dort hinzugehen, noch am Wochenende. Ja, da gehen natürlich einfach alle. Und darum wird es nicht Ostern. Wird es nicht Paris werden. Ja, Ostern wird schon. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass eigentlich Ostern wird. Wow, das gibt extrem viel Klemmerli. Es gibt ja richtiges Klammeräffli hier. Hey. Es ist ja so überhaupt nicht fix. Aber ja, jetzt der Schluss ist natürlich wird's immer knapper zu der Spitze hin mit dem Platz, oder? Dann braucht man wahrscheinlich so ganz viel so kleine Knubbeli, um irgendwie noch den Platz zu füllen und die Illusion entstehen zu lassen, dass es tatsächlich der echte Eiffelturm ist und nicht irgendwie nachgebaut aus Plastik, sondern aus 10.000 Tonnen Stahl. Den Keib muss ich nachher sicher noch x-mal bauen. 4-mal. Bin ich mir fast sicher. Da habe ich jetzt ein bisschen Erfahrung drin. Ah, schau jetzt. Jetzt gibt es ein bisschen Stabilität. Sehr gut. Ist das gleich lang? Ja, ja. Was habt ihr so am Wochenende getrieben? Letzte Woche? Ich könnte natürlich auch mal von mir erzählen, oder? Es war in der Ferien und da erzählt er nichts. Also, unglaublich viel ist jetzt auch nicht passiert. Also, ich habe nichts Schreckliches verpasst. Oder auch ganz Wunderbares. Mal Wunderbares ist schon passiert. Aber Schreckliches nicht. Wir haben ja Besuch gehabt von unserem Kollegen Berli aus Holland, der vorbeigekommen sind. Die haben gesagt, hey, wir wollen unbedingt mal wieder zu euch kommen. Das war schon mal bei uns gewesen, aber wenn wir das mal mit Skifahren verbinden. Und ja, warum nicht? Sind dann am Montagabend angekommen, weil ja, sie fahren doch ziemlich lang und haben darum schon vorher ein bisschen, ja, ein bisschen zur Ruhe kommen bei uns, bevor wir dann weiterfahren auf Zermatt und am Dienstag dann noch ein bisschen Zürich anschauen, weil sie sind schon in Luzern mit uns. Währenddessen meine Frau natürlich geschafft hat, aber ich hatte ein bisschen Zeit gehabt. Ich habe ja frei genommen. Irgendjemand hätte müssen zu denen schauen.
Ja, und Zürich kenne ich noch ein bisschen. Also ich bin jetzt nicht mit dem ultra mega Geheimtipp. Für das bin ich schon viel zu lange nicht mehr, irgendwie, habe ich nicht mehr mit Zürich am Hut. Aber ist dann doch... Ich mache jetzt das auf die falsche Seite. Ah, schau jetzt hier. Warte jetzt. 1, 2, 3, 4. Ah, die unteren nicht, hä? Okay. Ah, die wir schon platziert haben. Brauche ich kein Deckchen. Good to know. Aber die neuen. Okay, 14. Ja, und dann einfach dort ein bisschen am Limmat geben, rumgeschonen, ein kleines Niederdörfli, auf einen 6 Leute Platz und so weiter. Also ein bisschen das. Und dann wieder heim. Und nachher am Mittwoch sind wir dann auch auf Zermatt gefahren mit dem Auto. Verlad, sehr lustig war, sie haben den Autoverlad, oder wenn man da auf den Autozug raufgeht und dann eigentlich mit dem Auto zusammen mit einem Zug durch einen Tunnel transportiert wird, das kennen die natürlich überhaupt nicht. Also die haben ja weder Berge noch, noch irgendwie sonst etwas, wo müsste jetzt einen Tunnel erfordern, glaube ich. Haben sie sehr, sehr witzig und eindrücklich gefunden. Das war schon mal ein Erlebnis gewesen. Und nachher Zermatt natürlich mit den ganzen Bergen und alles, haben sie sich schon mega gefreut. Skifahren, lustigerweise, er hat können, weil er ist etwa die mal mit der Family auf Italien runter, bei den Dolomiten gegangen, Skifahren. Sie aber nichts mit Skifahren am Hut gehabt. Und trotzdem den Mut gehabt, bei der Schwester zu fragen, hey, kann ich nicht deine Skiausrüstung haben, deine Skischuhe, alles. Und es hat wunderbar gepasst, also top. Wenn man so eine Schwester, so ein Geschwister hat, wo glücklicherweise noch... Oh, tschüss. No! Ah, graues Teil vom grauen Boden. Okay, da. Ja, wenn man ein Geschwister hat, wo gerade noch die gleiche Kleidergröße und Schuhgröße hat, top. Da kann man immer auf das zurückgreifen. Ja, und so haben wir dann alles mitgeschleicht und sind dann am Donnerstag ein bisschen auf die Piste gegangen. Und sind dort an einem Dubeli-Hügel, das hat geheißen, ich glaube, der Volley-Park, ja, weil das Maskott können, da die Dubeli-Hügel, oder wo kannst du anfangen, Skifahren ein bisschen lernen, die so nicht so stotzig sind und vielleicht am besten noch ein bisschen weiter runter, wo der Schnee schon richtig schön sulzig ist. Die haben dort dann eben den Volley, oder das Volley, was auch immer, so ein Schwarznasenschaf. Und da sind wir dort dann ein bisschen und er hat ihr das ein bisschen näher gebracht mit dem Skifahren. Nur habe ich gewusst, weil er mir das gesagt hat, dass er wird ihr den Antrag machen. Und ja, ich habe natürlich gedacht, irgendwann dort wird das vielleicht passieren. Er hat nicht gesagt, wann, oder? Aber irgendwann haben da ich und Freunde gesagt, so, jetzt fahren wir mal, weil er kann ja «Hoi Spu, welcome, geht's gut?» weil eben, da kann er ihr ein bisschen Skifahren beibringen, damit wir nicht immer drum stehen, oder? Und dann haben wir Ski gepackt und sind runtergefetzt, ein bisschen auf die andere Seite und kommen dann wieder und so. Und dann sind wir so ein bisschen am Suchen und dann sehe ich sie ein bisschen weiter raus, wie sie dort im Schnee laufen. Und dann schaue ich aufs Handy und dann schreibt er so, ich soll geschwind 15 Minuten totschlagen. Weil meine Frau hat ja nicht gewusst, dass er will den Antrag machen will. Sie kann das aber nicht so gut verbergen, oder? Ja, und so ist dann das nachher gekommen mit dem Antrag. Er hat extra noch so eine 360-Grad-Kamera mitgenommen und alles aufgenommen. Und ja, sie hat ja gesagt. Und gleichzeitig war das auch noch mein Geburtstag gewesen, und darum haben wir doppelt gehabt zum Anstoßen. Und das war recht cooles Event gewesen. Haben wir uns sehr für sie gefreut natürlich. Habe aber auch nicht zweifelt, dass sie da würde Nein sagen. Aber natürlich ganz toll am Vorabend noch Diskussion. Meine Frau angefangen hat, ja und wie ist das so mit Heiraten bei euch? Wird das etwas und so? Und ich schon so zu ihm geschaut, so, okay, was lässt er sich jetzt einfallen, oder? Hat dann so ein bisschen drum herumgeredet und ich habe gedacht, hey, komm jetzt wenn schon, dann musst du wirklich jegliche Zweifel entfernen, oder? Da habe ich noch mal nachgehakt, ja, wenn ihr würdet heiraten,
Weil er hat gesagt, nein, nie. Wenn er würde heiraten, würde er dann in der Kirche oder lieber so freie Trauung wählen, oder? Und da kommt schon von ihm so der kurze Blick, oder? Hockst ja zwischen den Frauen, kannst nicht zu viel, oder? Aber der kurze Blick so, du kleiner Sauhund, oder? Ja, aber es war jeglicher Zweifel aus dem Weg geräumt von dem her. Eben, hat ja alles geklappt und niemand hat irgendetwas gemerkt. Ja, Spu, mir geht es auch prima prächtig. Danke vielmals. Gestern hat der Start in die Woche wieder nach der Ferien. Vor allem auch überhaupt nicht gepennt, wie das so üblich ist bei mir. Aber die Nacht doch dann ein bisschen mehr Schlaf können sammeln. Darum einiges besser. Ja, und sonst in Zermatt, was haben wir noch? Ja, wir sind jedes Örtchen ein bisschen essen. Einerseits ein bisschen in der Stadt, andererseits ein bisschen auf dem Berg oben. Aber irgendwie ist alles... Also ich hatte das nicht so im Kopf gehabt. Ich habe ja auch ein Jahr dort oben gearbeitet, aber es sind alle extrem unfreundlich gewesen. Also was Service anbelangt, da müssen wir noch in das Miyoko, so ein japanisches Restaurant gegangen essen. Und das hat ja auch ein bisschen etwas gekostet, oder? Dort in Zermatt oben. Und dann erwartest du, vor allem wenn es zu so einem 5-Sterne-Hotel dazugehört, erwartest du halt schon ein bisschen Servicequalität. Hey, aber nein, da wird das Essen einfach angerührt, oder? Die einen haben schon den Hauptgang, die anderen noch nicht mal die Vorspeise. Und dann meine Frau mal so, Entschuldigung, aber können wir ein bisschen bremsen, oder? Dann er so, ja, die haben jetzt halt hier, das ist ja kalt, oder so. Also, Entschuldigung. Und sie einen warmen Hauptgang bestellt, dann kommt der eine Hauptgang von diesem. Und sie hat immer noch nichts, alle schon halb fertig mit Essen, dann kommt endlich mal ihres. Ja, und ihr siehst das halt an. Oder? Sie kann das dann überhaupt nicht verbergen und dann kommt einfach Gastronomin hinterher und dann ist es einfach gelaufen. Es ist einfach nur hässig. Ja. Aber ich verstehe es auch, oder? Ich meine, der Gast dort rauf, will schon tolle Zeit haben und schon klar, es haben immer alle Stress dort, es ist sehr viel los, verschiedene Kulturen, viel Stress, aber wir haben ihnen ja wirklich versucht, alles so einfach wie möglich zu machen, weil wir wissen, wie das ist, wenn man das so schafft, oder? Aber irgendwie ist das überhaupt nicht gutiert worden. Ja, das ist so ein bisschen Dämpfer gewesen und bis auf ein Bergbeiz hat sich auch ein bisschen durchgezogen mit dem schlechten Service und die Leute, die so ein bisschen anfahren und ja, es war nicht unbedingt jetzt gerade gute Werbung für Gastfreundschaft von der Schweizer und ich glaube, da eben merkt man das auch wieder ein bisschen, die Unterschiede zu, ja, jetzt zum Beispiel zu Österreich, wo einfach irgendwo reinlaufst und die freuen sich, die sind herzlich und eben darum sind die auch bekannt für ihre Gastfreundschaft und ich glaube, da als Schweizer können wir uns schon noch ein bisschen Scheiben abschneiden und das ein bisschen versuchen besser zu machen. Ja, so. Und dann, Spu, du gehst im April, gell? Ja, okay. Muss man nochmal sagen, geht ihr eben in eine Wohnung oder in ein Hotel dort? Aber ja, ich hoffe, dass es dann besser ist. April ist so ein bisschen schon Off-Season oder dann sind eigentlich die Mitarbeiter, die da oben sind voll gechillt, weil es ist viel weniger los. Genau, Ferienwohnung von der Freundin von der Sis. Ja, perfekt. Also April ist meistens, rede ich jetzt auch aus Erfahrung, wobei die hat jetzt nichts gebracht letzte Woche. Ist alles wieder leid geworden. Ja, es sollte es ruhiger sein und die Leute ein bisschen entspannter. Weil das sind dann die, die das ganze Jahr dort oben sind. Zermatt Unplugged ist... Ah, stimmt, das ist noch dann. Jesus Gott. Okay. Ja gut, dann habe ich nichts gesagt. Erwarte nichts. Okay. Ja, Zermatt Ausnahmezustand ist es so, ja. Es gibt Leute, die finden das voll geil. Also so kleine Masochisten, wie mein Chef dort. Der hat das voll geil gefunden, weil dann bist du einfach nur am Absaufen.
Du musst in ein paar Stunden, 2 Tage dort die Buden aufbauen. Und das sind ja Riesenteils, die Schale, die sie aufbauen, geschehen für ein paar Tage. Und dann ist einfach nur Stress den ganzen Tag. Bam, 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 bam. Irgendwann gehst du schlafen für ein paar Stunden, nächsten Tag wieder bam, 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 bam. So läuft das die ganze Zeit. Auf und runter. Stathampton, ja sicher, hallo, freue mich mega. Ich bin jetzt vorhin gerade eben unsicher gewesen, ob Mandalorian schon morgen kommt. Aber freue mich riesig. Ich habe eigentlich gesagt, ich will nochmal Star Wars durchschauen, bis dorthin. Also Star Wars 1, 2, 3, Mando 1, 2, Boba Fett 1, 2 und dann mit Mando 3 starten. Aber ich habe es nicht geschafft. This is the way. Genau. Du in dem Fall auch schon voll aufgeregt und gespannt. Hast du den Trailer gesehen? Mir ist er leider reingespielt worden bei der Werbung, aber es war ganz ein kurzer zum Glück, weil ich mich da wirklich nicht spoilern lassen. Yes, sir. Awesome. Ja, das wird eine coole Sache. Mal schauen, vielleicht habe ich am Wochenende ein bisschen Zeit. Zu mir das ein bisschen gönnen. Oder eben, ich schaue nochmal Star Wars zuerst. Bis dorthin. Und schaue es dann später nachher. Bis dann sind vielleicht alle Staffeln draussen. Last of Us muss ich auch noch nachschauen. Habe ich jetzt, glaube ich, mit gestern 2 Episoden schon verpasst. Warte jetzt. Bis die 5. habe ich gesehen. Ich nehme an, es gibt 8. Ja, es gibt 8. Ja, nicht, dass ich noch ein Hintertreffen bekomme und noch irgendwo gespoilert wird. Andor, keine zweite Staffel, es scheint irgendwie nicht so angelaufen, wie sie es gerne hätten. He? Ja, ich weiß auch nicht. Gewisse Leute, vielleicht haben sie sich auch ein bisschen zugeballert gefühlt. Oder wenn man jetzt ein bisschen zurückdenkt, ist Star Wars schon extrem viel rausgekommen die letzte Zeit. Ha! 2-mal! Ah, schau, jetzt können wir das sogar noch ausrichten, richtig. Ja, aber ich glaube, das wird schon passen. Das ist okay. Ist okay. Gut, okay. Das machen wir jetzt nochmal. Es hätte nur eine Miniserie sein. Ich habe gemeint, irgendwo sag mal etwas geheissen von einer zweiten. Oder vielleicht wäre die erste Staffel, denke ich, als auf 2 Teile aufteilt. Oder ich weiß auch nicht. Okay. Aber muss ich auch noch schauen. Ja, sorry, excuse. Der Nico ist einfach krass, der darf streamen, wenn er will. Dafür haben wir den Cyril rausgerührt. Der hat ja immer nur alles falsch zusammengebaut. Ja, aber jetzt muss ich dann mal wieder ins Fitness ein bisschen pumpen. Ein bisschen Bizepsmuskulatur ein bisschen ausbauen, den Rücken ein bisschen verbreitern, oder? Aber Leg Day tue ich eigentlich gerne skippen. Ja, das ist die ganze Zeit in der Ferien. Das ist so ein Pläuschler, weißt du? Irgendetwas anreißen hier, von wegen Klemmbausteine und so, und dann lässt er einfach die anderen arbeiten. Und auf den Eiffelturm hat er keinen Bock mehr, hat er gesagt. Sagen wir, die graue Angelegenheit. Da habe ich mich als Nico halt erbarmt und gesagt, gut, okay. Lass mal einen Mann mit Muckis an. Aber Spaß beiseite, ich hoffe, dem Nico geht es gut. Ich habe noch gesehen, er ist gerade in
LA. Ich glaube, gestern sind sie angekommen oder vorgestern. Oh ja, es scheint ein bisschen zu schiffen. Das Wetter momentan nicht so toll. Und ich glaube, in Kalifornien ist ja am 25. oder so, am Samstag, so mega Kaltfront, so dort unten reingekommen. Ich weiß nicht, ob sie das auch verwünscht hat. Stanhampton, wow, okay. 12 Kilometer pro Tag mit dem Velo. Ey, ziehe ich ja meinen Hut vor dir. Also, Jesus Christ, da kannst du nachher da easy ein bisschen durch den Swiss mitmachen, oder? Nicht schlecht. Also Respekt, ja. Was du auch noch alles an Köln musst sparen, oder? Dann verzichtest du ja aufs Auto wahrscheinlich. Voll geil. Ja, ich leider nicht. Mache ich leider nicht. Würde meinem Bankkonto sicher auch gut tun. Wollte ich nicht lügen. Ich spare ja aktuell auf einen neuen PC hin. Es geht aber noch einen Moment. Aber ja, ich habe mir jetzt gesagt, ich tue immer wieder so ein bisschen Komponenten zusammenkaufen, wenn sie gerade gute Preise haben und so. Und dann in ein paar Monaten oder bis Ende Jahr habe ich dann meinen PC fertig. Und das Case, das ich unbedingt wollte, das Fractal North Chalk White, whatever, mit Mesh, ist schon ausverkauft. Die nächste Lieferung kommt erst im Juni. Also kann ich nicht einmal schneller machen. Merci Fleur. Also irgendwie ist das irgendwie ist das auch ein Kompliment, oder? Also wenn der Cyril, ich meine, ein richtiger Eiffelturm, also weißt du, so Stahl oder so Stahlbarren, nicht Barren, Träger, dann ist ja der Cyril der mit den fetten Muckis, oder? Doch, doch. Aber es würde natürlich erklären, warum der Cyril so extrem lang hat, wenn er einen echten baut. Da hätten wir eine Erklärung für das. Es ist wieder einfach ein Teil. Immer wenn es so gegen das Ende geht. Danke vielmals. Spu. Ja, das innere Schweinehund, der existiert nur die ersten 2 Wochen. Gang einfach. So schwer. Einmal, immerhin gehst du jetzt einmal einisch als erstes Mal im Leben Squash ausprobieren. Oh, Squash. Squash ist krass. Aber es ist ein cooler Sport, ja. Mal schauen, wie krass ich sterben werde. Ja, wahrscheinlich stirbst du 2-mal. Also deine Katzenleben werden sich dort garantiert ein bisschen reduzieren. Dann benutzen wir einen 89er TI von 2013. Spiel laufen immer noch problemlos. Auf hohe Einstellungen bis auf Warzone. Das läuft. Ja gut, Warzone nicht. Das ist einfach ein Kack-Engine. Das Zeug dort. Battlefield auch. Könnte man mal wieder updaten, das ganze Zeug. Also bei mir Battlefield, dort läuft ja nicht so viel. Außer jetzt das Neue. Was ist 20, 43, 42? Ich weiß auch nicht. Das 5 habe ich noch gespielt. Und das 1 war ganz schlimm mit der Engine. Wenn es dort geschifft hat, ist mein PC fast abgelegen. Das 5 ist noch gegangen. Und dann habe ich die Demo gespielt damals vom neuen Battlefield. Das war wieder kacke. Und ja, eben Warzone ist das so eine Geschichte. Das normale COD läuft irgendwie. Ich komme auch nicht raus. Also wenn es dir unangenehm ist, irgendwie in ins Gym zu gehen, dann schau, dass du irgendwie kannst
einen Freund oder eine Freundin mitnehmen, weißt, wo ein bisschen mit dir geht. Oder was auch hilft, ist am Anfang das Gespräch suchen mit diesen Trainer und Trainerinnen vor Ort. Die tun einem eigentlich immer ein bisschen gut zureden und dich dann auch ein bisschen begleiten am Anfang, wenn du das wünschst. Aber ja, je nachdem kann ich das schon verstehen, dass das ein bisschen Überwindung braucht, wenn man sich ein bisschen exponiert fühlt und vielleicht hat man so das Gefühl, ja, wenn ich jetzt da nicht gerade auch beim Bankdrücken 120 Kilo drücke, dann ja, gehöre ich zu den Schwachen und werde irgendwie belächelt und so, aber es waren ja alle mal dort gewesen, oder? Und wenn man jetzt allenfalls irgendwie mehr auf der Waage hat oder so, oder sonst nicht zufrieden ist mit dem Körper, ist es ja voll geil, dass du ins Gym gehst, oder? Weil dann sagst du, hey, ich mache etwas für mich, dass es mir besser geht, ich schaue dazu und dann kann man eigentlich nur sagen, Respekt, cool, dass du es machst. Und da gehört es einfach ein bisschen zum Mindset, oder? Dass man das ein bisschen sich selber sensibilisieren und ein bisschen anpassen und gut zusprechen. Und da hilft das. Was ich sonst kann empfehlen, was wir jetzt halt während Corona gemacht haben, die ganzen Fitnesscenter dazu und so, sind die ganzen Home-Workouts. Wenn es zum Beispiel um Abnehmen geht oder generell so ein bisschen Shapen und so, ist Heat immer super. Also High-Intensity-Interval-Training oder eigentlich so 20 Minuten bis 40, je nachdem. Oder so gibt es stündliche, aber die sind ein bisschen happig für den Anfang. Wo ihr wirklich kurze Übungen ganz intensiv machen, ganz kurze Pause und dann wieder zack, 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 Puls auftreiben, oder? Und dann könnt ihr so ein bisschen fit werden. Das finde ich toll. Und da braucht es ja gar nicht viel, vielleicht eine Matte am Anfang und dann später kann man noch so Sachen wie Kettlebells und so dazu nehmen. Da kann man die Heime schon ziemlich viel machen, ohne dass man eben, weil man sich unwohl fühlt, in ein Gym zu gehen oder ihm jetzt viel Geld auszugeben oder so, kann man etwas für seinen Körper tun. Oh, ja, und ich mache das wieder. Ich habe mal schon ein bisschen Pause gemacht, jetzt mache ich es wieder. Und ja, weil das Gym kostet einfach zu viel, für das jetzt unregelmäßig gegangen und mir ist einfach meine Freizeit viel wert, wo ich wenig Zeit habe, die ich verliere, weil ich eben ins Gym muss oder so. Sondern ich bin gerade daheim und kann dort mein Gym-Zeug machen. Ja, ist eine gute Alternative so. Ja, aber vielleicht ist ein Squash etwas für dich, Spur, das wäre schon mal toll. Und wegen Zunehmen, also sorry, bei Corona haben viele zugenommen, inklusive ich auch. Oder jetzt gewechselt von der Gastro ins Büro. Ja, und dann passiert das halt, wenn die Bewegung ein bisschen fehlt. Oder ist ja nur natürlich, außer man hat so einen krassen Stoffwechsel und es nimmt überhaupt keinen Einfluss. Aber ja, mach einfach, was dir Spaß macht, wo du dich wohlfühlst. Und ganz easy am Anfang. Also sagt niemand, du müsstest dieses und jenes machen und mithalten. Und ich weiss also, die erste Woche, wo ich wieder Übungen gemacht habe, das ist immer so nach einer Pause, dann habe ich aber das Gefühl, fast ich muss jetzt dann dort irgendwo ins Eckli kötzeln, weil einfach eben die Lunge nicht mehr so nachher mag. Ja, vielleicht kennen die das ja auch. Ed Barone. Ed Barone. Das ist auch geil. Salut. Wer geht mit dem Gym? Wie mit dem Gym? Wer geht mit? Also ins Gym geht nur der Nico. Wir sind alles sehr faule Bürolisten. Aber ich mache wenigstens meine Workouts daheim. Neuer Stoffwechsel, Pulli daher. Ja, vielleicht hilft das auch. einfach so einen schönen Baumwollpulli, so ein Zelt. So. Nein, sicher nicht. Beat Saber ist auch ein sehr guter Einfall vom Fleur. Beat Saber. Und wie heisst das auf der Switch?
hat es doch auch das Game gegeben, wo, mit so einem Reifen, wo du auch so Übungen musst machen. Ring Fit, ja genau. Ring Fit. Das war die ganze Zeit ausverkauft während Corona, habt ihr das gesehen? Das hat alle wählen. Schwimmring Fit. Summer Edition. Quasi. Ja, oder das Dings, Just Dance, wenn du lieber ein bisschen tanzen oder so. Hat die Xbox Series X überhaupt noch so, wie hat das geheißen? Da die Kamera da, wo das überhaupt abgreifen. Wie hat jetzt die Kamera geheißen von der Xbox One? Kinect. Ey, sind so gut heute. Haben die alle einen Kaffee gehabt? Weil ich habe keinen gehabt. Ich habe keine Zeit mehr gehabt. Kann man sich die Kamera da einrichten? Ringfit hat Steffi getestet, stimmt. Von ihr gibt es ein Review auf prag.ch. Warte jetzt mal, das finden wir sicher noch. Prag.ch, Ringfit. Es gibt auch Fit Ring. Ich darf jetzt aber nicht lesen, was es ist. Das gibt es aber auch bei uns. Ah. Wo ist jetzt das? Ist es hier? Nein. Ah, ist es weg? Ich glaube, es ist weg. Das Review von der... Oder was ist das da? Mit diesen 4 Games bleibst du fit? Ja, da haben wir es ja, Steffi. Genau. Ja, es gibt wirklich... Ich hänge in da geschwind den Blogbeitrag rein. Falls euch das interessiert hier, ist es natürlich ein bisschen out of date, what auch immer. Oh Gott, please, release me! Ist vom 3. Januar 2022. Noch ein bisschen Corona und so. Aber vielleicht hilft es euch dort im Gaming-Bereich ein bisschen etwas zu finden, wo ihr fit werdet. Wegen dem Umhüpseln ist doch gleich. Ey. Also tagsüber dürfen wir ja ein bisschen Lärm machen. Tagsüber darfst du ja Staubsaugen und ich glaube, das gehört besser. Als wenn du da ein bisschen hin und her tänzelst. Und sonst nimmst du einfach eine Matte. Es gibt so fette XL Gummi, Schaumstoff, Schlag mich tot Matte. Du hörst nicht mehr unten dran. Resident Evil in VR macht einem auch schlank. Ja, aber auch nur wegen dem Stress. Kagemono! Greetings! Herzlich willkommen, schön bist du im Stream. Fitring. Nein, nicht der Ringfit, nicht Fitring. Der Ringfit. Was jetzt? Nein, Ringfit, ja, nicht Fitring. Aber ja, für die 18 waren, dürfen es schauen. Nein, eigentlich dürfen das als 16-Jährige ja schon schauen. Ja, ist gleich. Ja, whatever. Ich habe nichts gesagt. Habe ich gewusst, dass es so heisst. Vielleicht ist es nur die Modellbezeichnung. Weil du danach nicht mehr essen magst. Ah, nach dem Resident Evil. Ja. Auch ein guter Punkt. Auch ein guter Punkt. Ich sind ja so gut mit Namen jetzt gerade heute, oder? Es ist doch vor... was ist das? Etwa 3 Monate her so ein Game rausgekommen, wo mega an die ganze der Giger-Stil, wie heißt der Hans, was auch immer. Der das Alien-Zeug macht, so alles ein bisschen gruselig und so, hat ein Game gegeben, wo in die ganze Spielwelt so ein bisschen aus Fleisch besteht und so und Innereien und deine Kanone ist auch in so etwas Lebendiges. Scorn! Ey, sind mega on pointed! Yes! Scorn! An dort würde ich ja eine Woche lang nicht mehr... HR-Giger, ja, genau.
Dort würde ich ja wochenlang nichts mehr essen wollen. Also ich habe dort mal geschwind beim Maxim reingeschaut im Stream. Ey, nein, Mann. Also das ist wirklich grusig. Ich verstehe auch das Spiel nicht. Also, du laufst rum, klar ist es irgendwo ein Shooter, aber irgendwo auch noch ein Puzzle-Game und es ist alles nur eklig, hey. Hat das jemand von euch gespielt? Sons of Frosties. Hast du aber geladen? Dort wäre ich wiederum dabei. Da habe ich The Forest gespielt. Und ja, Sons wird man auch mal noch eine holen. Sieht extrem gut aus. Gestern den Bohnen ein bisschen zugeschaut. Wie sie dort gespielt haben. Mega coole Mechaniken mit dem Craften und so. Gibt jetzt auch ein bisschen mehr Platz. Was verpasst ich alles? Mit den Games? Werden die Spiele überhaupt heute noch indiziert? Also jetzt Scorn zum Beispiel. Hat ja so eine Szene mit einem Neugeborenen. Und das finde ich doch ziemlich kritisch, oder? Und früher sind so Titel wie ich habe jetzt noch gerade Manhunt in den Sinn indiziert worden. Aber heute landet irgendwie nichts mehr auf dieser Liste, habe ich das Gefühl. Heute ist einfach alles PG 18 und gut ist. Ah, Hogwarts Legacy. Ah, haha. Okay, ja, verständlich. Wobei, wir haben über den Kollegen, der in der Ferien bei mir war, dem habe ich Satisfactory ein bisschen schmackhaft gemacht. Der ist eigentlich auch im Hogwarts versoffen. Und eigentlich ist so Zeug nicht sein Spielgenre. Aber jetzt hat es ihm den Ärmel so reingenommen. Und dann sind gerade noch zwei andere Kollegen, haben sich das auch noch gerade gekauft. Und jetzt haben wir gestern sind wir am Bauen gewesen. Und er hat Hogwarts Legacy links liegen lassen. Weil Satisfactory ist einfach so satisfying, ja. Mal schauen, wie weit wir es schaffen, bis die Leute aufgehen. Wäre nichts für dich. Das haben sie eben auch gesagt. Es hat irgendwie etwas mega zufriedenstellendes, wenn du einfach siehst, wie alles automatisiert wird und du, also dein Genie dahinter steckt. Und es hat ja jeder seinen eigenen Stil, oder? Es gibt ja von professionell ausplanter Industriekomplexität bis zu der berühmten Spaghetti Factory, wo einfach die Laufbänder links und rechts und drunter und drüber gehen. Gibt's alles. Was sind das für Games gewesen, Studenten? Vor allem nur 90 Stunden gespielt. Im 22. Du bist ja mega aktiv gewesen in dem Fall. Also, inaktiv im Gamen, aber aktiv sonst nichts. Ich weiß gar nicht. Ah, mal. Mein Game war Final Fantasy XIV gewesen. Gemäss Steam-Statistik. Ist jetzt neu bei mir auf Platz 1. Obwohl, ich spiele es jetzt auch schon wieder nicht mehr. Aber du senkst halt so schnell so viel Zeit rein, was ein MMO ist, dann passiert es halt schnell mal. Und ich tue sehr viele Games einfach immer wieder wechseln und hoppen und so. Darum habe ich kein Game, das extrem oben rausschlägt. Was ist so bei euch so? Was habt ihr im 22? Was hat Steam? Wie hat das geheißen? Steam? Ja, was auch immer. Das ist ein Recap vom 22 gesagt, was ihr am meisten gespielt habt. Astroneer, das habe ich auch cool gefunden, ja. Habe mit dem Oli, der am 27. da geguckt ist, unser PDM, lang gespielt gehabt.
Ist auch so lustig mit dem. Also verwechsel es jetzt mit Cosmotier. Jetzt muss ich ganz geschwind googlen. Nicht, dass ich ein Seich erzähle. Ist das mit dem Staubsauger? Ja, ist das mit dem Staubsauger. Gut. Dark Souls. Nicht Elden Ring. Wichtig. In dem Fall. Prison Architect. Nie gespielt, aber Rimworld geht ein bisschen in die Richtung. Stardew Valley. Das kann ich nur spielen, wenn ich wirklich etwas extrem Ruhiges brauche. Ist aber ein schönes Spiel. Fallout New Vegas. Fallout bin ich raus. Ich weiß nicht, mir gefällt das Setting nicht. Auch wenn es so viele Leute hat, die das Spiel lieben. Aber ich bin einfach der Fantasy-Typ. Darum, ich bin Elder Scrolls und mit Fallout bin ich daheim. Vakuum, Luigi's Mansion, ja. Hat auch einen Staubsauger. Aber nein, ich meine nicht. Auch so ein Spiel, das völlig underrated ist und ich auch nicht gespielt habe. Aber das wäre noch so etwas gewesen, was ich mir jetzt kaufen soll. Ist das nicht noch? Das war glaube ich noch auf dem Gamecube das erste, oder? Luigi's Mansion. Ich jetzt heißt es wenig nicht. So. Aber eigentlich schon eine witzige Spielidee, oder? Also ich meine, so ein Staubsauger in einem Game hat ja schon eine befriedigende Wirkung. Weil du deine Probleme einfach wegsaugst. Es ist einfach... ist es einfach weg. Und wenn du das im echten Leben könntest, wie geil wäre das? Einfach geschwind... Weiss auch nicht... Chef kommt zu dir und sagt, hey, kannst du da die Preisliste geschwind eintöckeln und alles neu kalkulieren. Und ist nie etwas gesagt worden. Problem einfach weggesogen. Fände ich cool. So. Aber warte, jetzt muss ich die noch ausrichten da. Nicht, dass es wirklich darauf ankommt, glaube ich, aber... Gar nicht so ist es ein bisschen Mühe, Leute. Ein bisschen Mühe. Schrüppop und weg, yes. 804 Stunden LEDWorks Engine. Jesus Maria, was ist denn das, ey? Das klingt auch wie so ein Factory Game. Was ist das? Ist das so wie Unity? Kannst du da Games machen oder was? Wir nehmen gerade einen Podcast auf. Nein, nicht wirklich. Okay. Einen Moment, das tun wir doch gerade mal geschwind ändern. Da muss der Command weg. Dashboard. Dashboard vor allem. Wo haben wir den Seich? Wo ist der Seich? Ich suche es jedes Mal. Es ist schlimm. Wirklich. Ah, da. Der Cloudbot. Podcast. Ah, der Merci. So. Spoot, do it! Komm jetzt! Für uns! Und nächste Woche sagst du, wie es war. Also nicht für uns, eigentlich besser für dich. Ja, für uns musst du es nicht machen. Warte jetzt. So. Ich sehe schon, wir müssen das nochmal machen hier. So, die eine Seite. Top.
Der Reiz ist draussen, also generell in dem Fall fürs Gamen. Ich hatte die Phase auch mal gehabt. Willst du darüber reden? Ich bin da. Keine Sorge. Hier wird dir geholfen. Jetzt müssen wir das nochmal zweimal machen. Liebe Leute. Aber es sind die 5, 4 und drittletzten Tütchen. Und nachher hat es noch 73 und 74. Und jetzt habe ich noch eine Stunde. Gibt es jetzt doch nicht mehr Neues. Jetzt muss ich weniger schnurren, jetzt muss ich wirklich noch vorwärts machen da. Das ist aber auch ein Kniffel hier mit diesen Mini-Teilen. Das zieht sich einfach wieder, weil alles so klein und winzig ist. Bam! Am besten bauen wir jetzt beides gleichzeitig, würde ich sagen. Weil alles andere wäre ein bisschen dämlich. Eins, zwei. Hätte man das vorher nicht 4-mal machen können? Das sieht doch jetzt genau gleich aus. Wolltest du mir doch jetzt nicht erzählen, dass das etwas Neues ist hier? Eiffelturm. Ja, können wir ziemlich genau zurückverfolgen. Am 27. Dezember war der Stream, der Special Stream, wo wir gestartet haben, das 4. Jetzt ist der 28. Bitte schön. 2 Monate, der gleiche Content. Wir schaffen es. Ja, aber was wir als nächstes machen, könnt ihr schon mal sagen. Ich habe es eingangs gezeigt. Ich zeige es am Schluss dann nochmal. Aber ich sage es jetzt einfach. Was wir als nächstes machen. Entweder von Lego die Mondlandestation, Mondlandesonde, Apollo 11. Oder der BMW TÜV, der M1000 RR. Ist kein Auto, ist aber ein Fahrzeug. Ich überlasse euch die Wahl, was ihr lieber wollt. Im März bin ich fertig. Nein, wir machen das jetzt heute fertig. Ich will jetzt kein fertig haben. Ich habe keinen Bock mehr. Also mal Bock habe ich schon. Nicht falsch verstehen. Ich meine nur, es zieht sich schon so ewig hin. Ich will das einfach mal fertig haben. Ich habe keinen Bock mehr, das nochmal anzuteasern jetzt nächste Woche, nachdem ich schon fast gesagt habe, ich mache es heute fertig. Ihr wisst, was ich meine. Ich langweile die Spiele einfach. Also warte, jetzt waren letztes Jahr Astroneer, Dark Souls. Du hast ja da so viel, also die Genres sind ja extrem verschieden. Was ist denn mit Satisfactory? Satisfactory schon probiert. Das würde ich dir noch empfehlen. Sicher Elden Ring, weil Dark Souls cool gefunden hast. Rimworld, wenn Prison Architect cool gefunden hast. Zu Fallout habe ich jetzt kein Pendant. Vielleicht Metro. Metro 2033. Zu Stardew Valley. Harvest Moon. Sonst habe ich keine Alternative jetzt gerade aus dem Kopf. Also sind inzwischen anstrengend nicht mehr so entspannend wie früher. Was meinst du denn, woran das liegt, dass die Spiele heute anstrengender sind?
Morgen ist ja schon März. Ja, aber wir spielen jetzt sicher hier. Wir tun jetzt sicher nicht klötzeln bis um Mitternacht, nur dass wir in den nächsten Monaten nicht klötzelt haben. Ich mache den jetzt fertig. Ich will kein Abend hören. Also ich finde nicht... warte jetzt. Ich persönlich finde nicht, dass die Spiele anstrengender geworden sind, aber vielleicht ein bisschen komplexer. Einfach weil halt auch die Ansprüche der Gamer ein bisschen gewachsen sind. Ich bin aber auch der Meinung, dass es mittlerweile gute Alternativen gibt. Also wenn man zum Beispiel ein Civilization 6 nimmt. Recht komplex, haben wir gerade gestern darüber geredet im Podcast übrigens, im News-Podcast. Sehr ein komplexes Spiel, kann man zwar einfach reinkommen, aber wenn man sich ein bisschen reinfuchsen will, dann geht es ein Weile, bis man mal alles verstanden hat. Und dann geht so ein Game natürlich gut und gerne mal irgendwie 8 Stunden. Vor allem, wenn man so mit Freunden spielt, wo die einen ein bisschen mehr Zeit brauchen zum Planen. Sali Oli. Merci für die 15-Minuten-Runde. Dann zieht es sich halt ein bisschen. Kann durchaus noch ein bisschen länger gehen. Aber dort gibt es zum Beispiel auch eine einfachere Alternative. Ostiendis, glaube ich. Ostiendis. Warte jetzt, wie heißt es? Nein, nicht Ost. 4X Game. Ostiendis. Doch. Nein, doch, nein. Wie heißt denn das jetzt? Ja, irgendetwas in die Richtung auf alle Fälle. Ich weiss den Titel leider nicht mehr. Aber das ist eine vereinfachte Version von Civilization. Das geht dann um eine Stunde. Und so finde ich auch, gibt es viele einfachere Versionen. Wenn es zum Beispiel Satisfactory, die viel zu komplex und zu aufregend und was auch immer ist, dann gibt es dort zum Beispiel gerade neu rausgekommen, Plan B, Terraforming, super easy Coffee Game, richtig chillig, kein Stress, nichts. Ja, aber man muss halt ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen suchen, bis man so etwas gefunden hat. Und Dark Souls zum Beispiel finde ich ein riesiges Stress-Game. Also es gibt nichts, was mehr stresst wie ein Souls-Game. Satisfactory ist jetzt viel. Und Elden Ring kommt noch dran. Metro und Stalker sind durch, okay. Shenzhen IO. Das kann ich gar nicht. Weißt du, das sind einfach nur noch grinden, die neuen Spiele. Ja, man muss ein bisschen die Brücke schlagen, oder? Einerseits sind die heutigen VideospielerInnen wollen für ihren Preis mega viel Content und andere wollen nicht so viel Zeit investieren. Oder gerade auch gestern darüber geredet, Resident Evil 6 Remake hat die Sidequests drin, die letzten Remakes auch schon, für noch mehr Content. Aber der ist optional. Zumindest. Sicher ist morgen März. What? Was ist denn morgen? Kommt noch ein anderer Monat dazwischen, der 13. Monat. Schiebt sich zwischen der 2. und 3. Interessant. Interessante Fakten, die heute hier im Stream zutage gefördert werden. Leck, schau mal, die liegen ja nebeneinander. Das ist ja ein Traum, ich muss sie nicht suchen. Das wäre ja fies, wenn einfach so einer dazu vorkommt. Vielleicht.
wäre doch auch mal interessant, oder? Jetzt haben wir schon x Jahre lang haben wir immer die gleichen 12 Monate. Findet ihr das nicht auch langsam langweilig? Oder? Jetzt einfach mal Ideen raushauen. Einen neuen Monat, den 13. Ist der, in welcher Jahreszeit ist der? Wie heisst der? Vielleicht gibt es noch spezielle Feiertage. Immer die gleichen 4 bis 5 Wochen Ferien. Könnte auch mal etwas Neues sein. Okay. Ja. Ja, wieso nicht? Dieses Jahr machen wir 13 Wochen Ferien, das nächste Jahr machen wir nur eine und übernächstes Jahr machen wir dann für einen ganzen Monat frei. Das Zahlensystem ist veraltet, genau. Wer braucht schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0? Wer braucht das? Oder mal etwas Neues wieder? Wir tun jetzt alle nur noch Elbisch reden. Da Quentin oder wie es auch immer heisst da. Ah, Papi hat mal einen Geburi. Cool. Erste. Hat er Glück gehabt, he? Je nachdem in welchem Jahr. Steuern braucht es nicht, genau. Überhaupt Währungen, alles über den Haufen rühren, vergessen das Zeug. Niemand braucht das. Hä? Aha. Stellt euch vor, es hat doch den Versuch gegeben, das war sicher wieder so ein skandinavisches Land, wo man irgendwie die Währung ersetzt hat. Aber mit was hat man dann... nein, warte jetzt. Bedingungsloses Grundeinkommen. Ha, jetzt sind wir wieder dort. Haben die gehabt. Und das hat ja recht gut funktioniert, weil die Leute haben trotzdem weiter geschafft, weil man hat mehr Geld machen andererseits. Andererseits haben wir mehr Freiheit gehabt, zum Beispiel eine eigene Firma zu gründen, weil man hat ja die Sicherheit gehabt auf ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, aber dort ist halt die Währung immer noch rum. Wie könnte man denn das heute ersetzen? Also ich meine, du kannst ja nicht mehr anfangen, irgendwie wieder Geissen züchten und dann deine Geissen tauschen für ein Glas Milch, oder? Gut, das wäre jetzt das wäre hier ein schlechter Trade. Fein essen am Abend, geil. Wo geht ihr hin? Was gibt's? Sag nicht japanische Miyoko, bitte. Happy Vorgeburtstag. Auch herzig. Wait. Es ist wieder genau das Gleiche. Es ist wieder genau das Gleiche. Swatch oder so hat mal ein eigenes Zeitrechnungssystem geschaffen, das anscheinend leichter für Computer zum Bearbeiten ist. Ohne Seich. Also läuft das immer noch oder hat man das wieder verworfen? Das sind so Ansätze, die finde ich richtig cool. So, wo so die Welt in den Grundfesten erschüttert, oder? Wer interessiert schon, ob der nächste Fernseher 8K oder 12K hat oder 20K? Das ist immer noch ein Fernseher. Ist doch völlig wurscht. Macht einfach mal vorwärts. Oder wie, das habe ich jetzt, ist schon ein bisschen her, was ich gelesen habe, aber 4.25 soll scheint ein mRNA-Impfstoff rauskommen für Leukämie. Blutkrebs. Interessant, nach Corona, oder? Wo man die Leute ein bisschen sensibilisiert hat auf mRNA. Jetzt können wir wieder Verschwörungstheoretiker finden. Ja, aber will man das auf dem Markt haben, oder? Die ganzen Pharmakonzerne einfach nichts mehr verdienen, da in den ganzen Medis, die ja das Vermögen kostet. In die Erle auf Fieslisbach. Fieslisbach! So gut! Da bin ich sicher auch schon gewesen. Was gibt, weiß ich nicht. Ja, sicher Cordon Bleu mit Pommes. Oder Schnitzelpommes. Oder ein Rahmschnitzeli. Oder Leberli mit Rösti. Oder Zürich geschnetzelt mit Rösti. Oder Kackets mit Hörnli und Äpfelmus. Oder Älpelmakrone. So, jetzt klassische Gericht, let's go.
Ah, ist nur ein Gedankenexperiment bis Watch. Okay, schade. Ja, das war ja eh noch die grosse Panik gewesen, oder? Was machen Computer im 99, wenn sie nachher 2000 anzeigen? Da haben die alle Angst gehabt, es fliegt alles einem um die Ohren. Das ist so lächerlich gewesen, ehrlich. Jetzt im Nachhinein, oder? Wie könnte das Computer verkraften, wenn sie vorher plötzlich ein 2 und hinten 3-0 anzeigen müssen? Wie geht das? Bringt eure Kinder im Bunker, bitte. Eben, gell, es gibt dort schon etwa das zu essen, oder? So typische Schweizer Beiz. Aber habe ich je länger sie mehr gerne irgendwie wieder. Einfach das, was Mami früher schon gekocht hat, oder? Wieso immer da eben Rindsfilet fressen und was weiß ich, Hummerbisk und Scheissdreck. Schlag mich tot, wo eh viel zu teuer ist und dann nutzt du nicht mal alles vom Tier und so. Einfach mal wieder wie früher. Schickt mich doch ins Altersheim. Ein Tag im Altersheim. Könnte das noch ein Doku sein? Cyril, der Altersheim Mensa-Tester. Ist ein bisschen ein langer Titel, hä? Working Title. Mit Käse und Landjäger. Auch klassisch. Auch geil. Hast du auch gegessen? Saletti aus einer Vorlesung. Ui. Volle, Salü. Darf man nicht zu laut sein, nicht, dass man dich stört. Was hast du für eine? Ja. Rest müssen für Familienfeste immer nicht in der Nähe sein. Das ist schon so. Ich hatte jemand zu weit und dann fühlt er sich ausgeschlossen. Ui, nein. Echt, ich könnte dort wirklich das Altersheim zu Mittag essen. Ja, ich bezweifle das. Entschuldigung, ich bezweifle das nicht einmal, dass das Essen dort gut ist. Also, die kommen ja schon recht viel Geld über. Da muss die Qualität, die sie dort kochen, schon recht hoch sein. Ist das Gemüse, wie das Gerücht so heisst, wirklich altersheimgerecht, weißt, so weich durchgekocht. So eigentlich musst du nur noch Gabeln drauflegen und dann leitet sich zusammen. Thermodynamik. Jesus Christ. Ah. Okay, da können wir jetzt alle mitreden, oder? Also es hat ja jeder in der 3. Klasse, Thermodynamik, oder? Das ist ja Entry Level. Krass. Der Kollege damals, als ich in der Schule war, hat ja auch angefangen mit Maschineningenieur. Der hat gesagt, ich habe nichts verstanden von dem Seich. Also wirklich wieder reingehen. Heiße Luft steigt. Wahre Worte, wahre Worte. Jetzt geht weiße Luft. Heiße Luft. Mein Gott, ey. Ich habe es ja richtig gesagt. Wer weiß. Wir werden es nie erfahren. Außer im VOD. Es gibt immer Suppe, Salat, Hauptgericht und Dessert. Ja, Dessert ist sowieso wichtig, oder? Erfüllt sich das Klischee auch, dass viele ältere Leute einfach gerade zum Dessert skippen? Gerade Kaffee und Kuchen? Nom 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 Gebissflutsch. Ja, dort gibt es natürlich nur
weiß auch nicht, Joghurtcreme, Schokipudding. Ich weiß nicht, ist Tiramisu, ist das schon schwierig für die dritten 10? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das Biscuit ist ja aufgelöst, also fast aufgelöst, so aufgeweicht. Das sollte ja noch gehen. Es ist Pause und es geht weiter. Jetzt hast du doch gerade gesagt, es ist Pause. Wie lange haben denn ihr Pause? 1 Minute? Was ist das für eine Pause? Du kannst ja gar nicht sammeln. Ich würde direkt Beschwerden beim Sekretariat einreichen. Nicht Beachtung der Ruhezeiten. Ja. Die essen das ganze Menü, das kenne ich jetzt nicht wirklich. Also, ältere Leute, wenn die aber zu mir ins Rest gekommen sind, immer eine halbe Portion, aber nur der Hauptgang und dann, das war's dann wieder. Keine Suppe, kein Salat. Aha, okay, gut, bei denen auch einfach, ja, okay. Ja gut, aber wenigstens schön aufessen, sonst gibt es nämlich kein Dessert, das haben wir alle gelernt, oder? Herr Huber hat sein Dessert aufgegessen, oh ja. Dann können Sie sich jetzt ein Vanillepudding nehmen. Haus war schon am Laufen, wo da reinkommt. Aha, okay. Das macht Sinn. Oh, jetzt Ferienjob im Altersheim. Okay, alles Sachen zubereiten, die man nicht wirklich muss kauen und alte Leute sind extrem heikel. Ja, die wissen immer genau, wie sie es wollen und wie es muss schmecken. Oh, ja, also ich kenne das ja. Das sind die älteren Leute, die immer so einem noch hinten heben, am besten noch mit, also jetzt nicht mehr natürlich, Fräulein. Oder wie sagt man der Mann? Herr Kellner. What? Was willst du? Entschuldigung, aber die Suppe ist nicht heiß. Entschuldigung, sie kommt direkt aus dem Topf raus und sie riecht. Ja, es ist aber nicht heiß. Okay. Und die Suppe zurückgenommen, schön den Suppenteller unter den Salamander, das ist so ein Oberhitzeofen drunter, oder, dass du wirklich nicht mehr hast anlangen. Die Suppe richtig zum Blubbern gebracht, angestellt und ah ja, jetzt ist gut, ja. Okay. You do you. Da stimmt doch etwas nicht. Moment. Warte jetzt mal. 1, 2, 3. Und dann 1 rauf und nochmal 1 rauf. Ja, das stimmt. Und dann 2 gegen unten. Hä? 2 gegen unten und da gegen oben. Ah, warte, jetzt komme ich da raus. Ja. Ja. Wir haben den ersten gemacht. Das Hemd war in der Küche. Wie ist das dort in der Küche? Muss man dort wirklich wahrscheinlich extrem schauen, oder? Ich denke, so die älteren Leute haben irgendwelche Unverträglichkeiten oder vertragen die Sachen nicht mehr so gut. Tut man dort nur noch mit Salz und Pfeffer arbeiten? Ist das so wie in einer, wie sagt man denn, also da die Diätköche, oder? Die so wirklich, oder im Spital auch, die spezielle Ausbildung noch genossen haben und dann ein bisschen anders kochen als normale Köche. Ist das dort bei dir auch so gewesen? Ich wollte mir eben die Schnüre verbrennen. Ja, genau. Das ist ja das Ziel von einer heißen Suppe. Und das war also nicht mal erfunden gewesen, weil es hat der gute Mann hat es wirklich gegeben.
ist immer mit seiner Hündin essen. Und seine Suppe hat einfach wirklich süttig heiß sein. Also, ich musste mit so einer Topflappe die runterbringen und dann hat er Pfeffermühle genommen und einfach drüber gepfeffert, bis so eine schöne schwarze Filmschicht sich drüber gelegt hat. Und dann war es gut gewesen. So ist das immer gelaufen. Cyril hat viele Geschichten auflagen. Ja, der Gastro gibt es immer etwas Geschichten. Gar keine Geschmacksnerven mehr. Nein, definitiv nicht. Er war so ein alter Brummbär. Aber irgendwie war er auch ganz herzig. Ja, und zwischendurch ist auch sein Sohn gekommen, mit dem essen. Wenn er gerade mal wieder in der Schweiz war. Also er war ein Deutscher und sein Sohn dementsprechend auch. Und er hat auch im Deutschen gelebt, ist aber eben in besuchen hier. Ja, und irgendwann ist er dann halt eben nicht mehr gekommen. Ja, und dann ist er dann auch im Altersheim gelandet, aber so wie ich gehört habe, dort dann auch sehr, sehr glücklich und unterhalten die guten Damen mit den ersten Geschichten, Räubergeschichten aus seiner Vergangenheit. Ich glaube, so in einem Altersheim arbeiten ist eben schon noch faszinierend. Ich meine, die Leute, die haben ja schon fast ein ganzes Leben hinter sich und sicher ein oder andere mega interessante Geschichte zu erzählen, was sie erlebt haben. Und da vielleicht mal ein bisschen zuzulassen und so. Sicher gibt es auch ein bisschen die Mühsamen, die dann so monologisieren und die ganze Zeit wettern über Weltwirtschaft und Globalpolitik und was weiß ich alles. Die gibt es ja auch. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn es so sehr negativ wird. Aber ich bin mir sicher, die haben genug Ablenkung und können genug schnurren, dass sie dich dann nicht den ganzen Tag mit dem Zeug vollballern. 8 brauchen wir. Du hörst Geschichten, die nicht wahr sind im Altersheim, aber schön geschmückt. Ja, die sind wahrscheinlich über die Jahre hinweg verfeinert worden, oder? Wie so ein gutes, heisses Süppli. Bis dann irgendwann einmal alle gelacht haben. Erzähl jetzt vielleicht auch immer wieder die gleiche Story, weil sie einfach irgendwo wieder ein Adjektiv ändern oder Präpositionen und so, bis sie perfekt ist. Du hörst schon gar nicht mehr zu, oder? Du bist einfach schon so, Hugo, das hast du jetzt schon mal erzählt. Jetzt hör mal auf. Ist das weg? Hey Stan, merci vielmals, dass du da bist. Ich wünsche dir noch ein schönes Tag und hoffentlich bis nächste Woche. Oder bis zum nächsten Mal. Einen ganz schönen Nachmittag. Wiederholung von der Wiederholung und so weiter und so fort. Ja, ja. Eben genau. Also ich meine, ich bin ja nicht besser, oder? Aber ich habe einfach ein Siebhirn. Also ich habe euch sicher auch schon Storys zum 3. und 4. Mal erzählt. Also wenn ich mal in einem Altersheim lande, dann erzähle ich alle 5 Minuten die gleiche Story. Und dann bin wahrscheinlich ich der sagt, ja weisst du, heute bringt es dir einfach die Suppe nur noch kalt. Pfeffer ist ja zu wenig. Dann musst du immer zeigen, wie es gemacht wird, oder ich habe keine Ahnung mehr, die Jungen. Ich werde sicher mal so eine Mötzli-Burst, oder? So eine richtige Bünzli, so eine alte Bünzli. Ja, das ist aber kein Zürich-Schnetzel. Zum Zürich-Schnetzel da hat das Nierli drin, das ist das Luzerner-Geschnetzelte. Einfach ein bisschen dumm tun ins Altersheim. Mindestens gut, das kommt im Alter, ja.
Das war auch so ein Thema letzte Woche in der Ferien, dass wir Schweizer, wir haben einfach schon das Motzen erfunden. Und scheint die Holländer auch gerne motzen. Und wir sind uns oft am Beschweren gewesen. Also ich weiss nicht, wie das mal noch gut kann. Vielleicht wird das mit dem Alter einfach immer schlimmer, oder? Du kannst einfach nicht als die ganze Zeit ein bisschen im Zeug rummützeln. Weil das einfach der Schweizer in dir einfach sagt, den musst du jetzt richtig eins geben. Barracks, hey! Grüß dich, wie hast du es? Sag gut, bitte. Einfach an die Straße gewonnen und alle auch schnell so am Abend mit dem Wetter vorbeirasen. Ja, genau! Die Gruseligen, oder? Die so hinter dem Vorhang stehen und einfach so. Und dann irgendwie etwas rausheben oder verstehst du nicht richtig, oder? Einfach mal die hässige Fresse so gegen das Fenster drücken, oder? Die kennen wir. Das ist doch ein Lebensziel, oder? So wollte ich mal sein. Gut, ja, sehr gut. Danke vielmals. Ja. Wir haben wirklich gerade eine glatte Zeit. Da bin ich natürlich auch sehr dankbar. Wenn ich mich ein bisschen ablenken kann bei euch von dieser Arbeit, die eigentlich wartet auf mich. Und mich ein bisschen stresst. Aber nur ein bisschen. Und nochmal weiter dran denken. Und das mache ich jetzt gerade, aber vorher nicht. Aber jetzt. Okay. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Ist notiert von 80 bis 90. Also was? Geschwindigkeit, oder? 80 bis... Aha! Das Alter. Ja, gut. Sehr gut. Tust du mich dann pflegen in dem Fall? Erdbeerrohn. Streckst du mir dann so die rote Grütze an und sagst, ist schon gut, Cyril, ist schon gut. Die müssen auch heimfahren, die kommen auch vom Arbeiten, du bist früher auch arbeiten. Ja, bitte, hau ab! Sind's 4? Jo. Danach ein bisschen im Schatten fluchen. Ja, ich glaube, irgendwann kannst du nicht mehr, oder? Und dann musst du die auch mal einfach abreagieren. Dann kannst du nicht mehr zuhören. Verstehe ich dann. Also ich habe dann kein Verständnis dafür, aber ich check sie auch nicht. Ich komme mir das nicht mit über. Du kannst da schon gerne ein bisschen hinter dem Vorhang fluchen. Über mich. Ich vergib dir das jetzt in meinen jungen Jahren noch. So. Also. Wenn wir wieder ausrichten. Dass es ja schön aussieht. Oh, what? Nein, ich habe jetzt weiter noch angefangen. Es ist ja eigentlich für nichts, oder? Hey, heute muss man etwas trinken. Fliegt alles um die Ohren rum. Schon als Spuddern mit 80. Wieso sind alle hässig? Ich weiß nicht, wir müssen die Leute mal fragen. Wieso? Herr Hugentobler, wieso sind sie so hässig? Vielleicht Knoblauch gehabt, wird man von Knobli hässig. Ich bin immer glücklich von Knobli. Vor allem, wenn ich noch so der letzte grosse Zinken unten aus dem Fondue rauskratze. Weil die Suppe nicht heiß ist, Gott verdammt nochmal. Ja, genau. Also, einfach der ganze Chat ist schon einfach hässig, einfach grundsätzlich. Einfach nur das Zuhören und das Nachdenken macht einfach schon hässig.
So, wunderschön. Okay, dann tun wir das mal dran fixen. Hey, wie das reinpasst, das ist ja der Wahnsinn. Ich könnte fast meinen, das sind die Klemmbausteine. Oh, da passt es aber nicht. Das habe ich doch extra abgemessen da. 1:1 Maßstab. So, das sieht doch nach einer schönen Radioantenne aus, oder? So, und jetzt? Jetzt müssen wir das da noch zusammenklemmen. Und da gibt es nur noch das Türmli. Leute, nur noch das Türmli nachher. Okay, ich habe jetzt meine tolle neue Kamera. Ich sehe die da. Da hinten. Merci vielmals für den Follow. Samara70. Schön bist du dabei. Ich hoffe, du hast es genossen bis jetzt und genießt es noch weiter in die nächste halbe Stunde, die wir etwa machen. Aber was ich eben das super nicht heiß ist, wenn die Flüge noch zuckt oder nicht schwimmt. Danke, schöner Klassiker. Also ich gehe mal schön über, weil ich muss die Antenne dort dran befestigen. Aber ich könnte das gerade mitverfolgen. Nur hört man mich nicht mehr so gut, aber ich bin nur ganz schnell dort. Ich muss nur noch schauen, wo jetzt die angeht. So. Ist es nicht gut? Schiefe Turm von Pisa. Jetzt erzähl doch nicht. Der ist bolzengrad. Schau mal. Hier. Wunderschön. Wunderschön ist der. Ich bin einfach mit nichts zufrieden. Ich kann mir noch so viel Mühe geben. Es wird alles abgelehnt. Ob ich den Eiffelturm in echt anschaue, damit ich besser kann die Lego-Variante zusammenbauen. Ja, sicher. Ich habe auch Blaupausen geschickt bekommen von Emmanuel Macron. Ich kenne ihn ja schon. Wir sind ja zusammen damals auf dem Zuckerberg ins Internat, oder? Ein guter Typ gewesen, ein bisschen verzogen mittlerweile, muss man sagen. Also der Reichtum hat ihm nicht unbedingt gut da. Aber ich habe immer noch guten Kontakt mit ihm. Und er hat mir darum die Blaupause geschickt vom Eiffelturm und mich auch noch geschwind eingeladen auf eine persönliche Führung. Für das hat man auch den Eiffelturm geräumt, einfach, dass wir einfach das Zweite ein bisschen sind, weißt du, die alten Schulkollegen ein bisschen miteinander schnurren, Neues austauschen, Geschichten erzählen, ein bisschen pläuscheln, witzeln, oder? Ja, kennt das auch, oder? Wenn man so einflussreiche Freunde hat, oder? Dann muss man mal wieder ein bisschen einfach für sich sein. Ja, und dann hat mir dort die persönliche Führung gegeben. Das war toll. Hat mir einiges gebracht. Darum geht es jetzt auch ein bisschen schneller. Blaupause musste ich wieder retournieren. Aber ich habe mir die durchgedruckt daheim und abgespeichert in meiner Cloud. Darum alles gut. Das letzte Päckchen, nein, noch nicht ganz. Wir haben noch eins. Das zweitletzte. Es Chaos in Teile. Ja, also jetzt wird es wirklich nicht besser. Aber das sind größere Teile, das heisst, wir sind schneller durch. Moment. Das blendet wieder da rein. Aber ich glaube, das wird cool, jetzt so ein kleines Häuschen da bauen. Oder? Also ich freue mich, wenn wir den nachher fertig haben. Aber ich tue den nicht alleine anlangen. Also irgendjemand muss mir helfen, den am Boden abzustellen. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich von der einen Seite den nachher anhebe, dann knickt das irgendwie zusammen. Merci vielmals für den Tipp. Ja, ich tue das dann sicher auch als Spesen angeben, natürlich. Das, wie sagt man dem? Nicht Studienreisen, aber so. Was hört man das? Marktforschungsreisen
Reis. Weiß ich auch nicht. Irgend sowas. 2 Schichten Klarlack drüber gut ist, ja. Oder einfach 4 Dosen Haarspray, habe ich gehört. Hilft auch. Oder ich gehe einfach so schön mit dem breiten Klebband so zweimal drum rumsäckeln. Ist sicher auch nicht schlecht. So, jetzt noch ein Gartenhäkli. Dann machen wir ein Häuschen. Ist das jetzt eigentlich das Michelin-Restaurant, das wir machen? Also jetzt sind wir ja... Moment, ich muss das noch... Das muss hier korrekt sein, liebe Leute. Hier, da mit dem Pfeil, oder? So, jetzt gehen wir da rauf. Ui, 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 ui. Lag. Da oben sind wir. So. Wunderschön. Ist das ein Michelin-Restaurant dort oben? Oder ist das noch eins weiter unten? Ist dort schon mal jemand gewesen und kann das irgendwie bestätigen oder verneinen? Ja, genau, potenzielle Brackkunden zum Essen einladen. Gute Gesten, richtig wichtig, oder? Und natürlich auch das beste Restaurant mit dem Emmanuel Macron, was es gibt. Le Poisson Bleu, oder? Kennt man ja. 4 Michelin-Sterne mitten in Paris. Ne? Michelin gibt es in der Autogarage. Gut, danke. Aber stimmt, ja. Ja. Wie viele Sterne hat die? Ich glaube, die haben 5. Hallo. Da. Manchmal muss man die Teile einfach ein bisschen anschreien, oder dass sie wissen, wo ihr Platz ist. Ah, und jetzt gibt es da noch ein bisschen Fensterli. Cool. Viermal der Cape. Wir haben immer noch keine Bestätigung bekommen für unsere Wohnung, wenn jetzt die mal fertig gebaut ist. Also es soll erst im November sein und wir kommen auch erst 6 Monate vorher Bescheid über. Aber es wäre gleich noch cool gewesen, so... Ja, sie können schon vorher rein, vielleicht. Habt ihr schon mal in einem Tag gezügelt? Wie sollen wir das machen? Wer hat sich das eigentlich überlegt? Einfach, dass man nochmal... Für einfach so nochmal einen Monat... Wohnung zahlt, oder was? Wo ist das ein Klemmerli? Hey, jetzt... Da. Jetzt, also... Einmal mit den Kollegen und einmal mit dem Umzugsunternehmen innerhalb von einem Tag zügelt. Mach ich nie mehr. Okay. Andere schon. Nicht mehr die haben. Es ist wie an den Kollegen gescheitert in dem Fall, als wirklich am Zügelstress in dem Fall. Am Zeitfenster, das wir hatten. Ich finde, das ist doch das Krasse. Das kannst du doch nicht verlangen.
Ja gut, dann müssen sie halt nochmal einen Monat aber zahlen, oder? Mhm. Und dann Kaution, kommen die auch vorher rüber, oder was? Ja, wir müssen zuerst schauen. Vielleicht ist eben etwas kaputt und dann kommen ja vielleicht noch Kosten auf uns zu. Ah, da am Zügelunternehmen ist es gescheitert. Ah, okay. Hast du, ist das eine schlechte Bewertung hinterlassen? Mit denen war es tiptop. Okay. Das ist aber nicht gut, wenn du schon ein Zügelunternehmen zahlst und was haben sie denn alles kaputt gemacht oder einfach zu spät geliefert oder weiß nicht, sind sie auf Chur gefahren statt auf Genf oder wie? Von lauter Wut und nicht Glauben voll verhängt. Also das nervt mich oder? Denn du hast eine neue Wohnung. Dann sollst du innerhalb, rein theoretisch, außer sie sind kulant, innerhalb von einem Tag quasi zügeln. Am 31. oder 30. auf den 1. Oder? Und dann soll ja noch die ganze Wohnung geputzt sein und abgenommen und dann allenfalls noch gestrichen und was weiß ich alles. Und dann musst du noch Kaution hinterlegen für die neue Wohnung vorher, während die alte Wohnung Kaution auch noch hat. Also hast du quasi irgendwo 4 Monatsmieten, die einfach so ein bisschen haha, du kommst nicht über, so ein bisschen irgendwo rumschwirren und keinen Zugriff darauf hast, bis sie es dann einmal mal freigeben. Weil der neu reinkommt, hat ja dann auch einen Monat, um irgendwelche Mängel nochmal Preis bekannt zu geben. Oder einen Monat, glaube ich. Ich glaube, 30 Tage oder so. Und ja, wenn jetzt der nichts mehr bemängeln hat, dann kommst du nach einem Monat über. Und wenn schon, dann ja, gibt es Kostenvoranschläge, die kommen dann rein, machen das reparieren. Wenn es auf dich zurückfällt, dann ja, musst du anzahlen. Allenfalls geht es vielleicht noch auf deine Versicherung. Also, das ist schlimm, hey. Das ist eigentlich schon ein dummes System. Also ich verstehe schon, dass die sich ein bisschen absichern, aber also für einen Mieter ist es einfach nur bescheuert. Also die hat die Leute bewundert, die das in einem Tag schaffen. Ja, absolut. Also mich würde das auch mögen. Darum habe ich auch ein bisschen Angst, dass wir nicht vorher reinkommen. Aber weil es ein Neubau ist, hoffe ich eigentlich schon, dass wir so eine Woche vorher anfangen überzuzügeln. Weil wir haben auch noch 2 Wände blau gestrichen, super Idee gewesen, oder blau, oder und nachher wieder mit weiß drüber ist einfach. Du musst noch einmal drüber, kein Problem. Ja, aber ich habe so Glück, eine, die schmalere, die kommt vielleicht auch helfen. Und hilft uns da aus dem Schlamassel raus. Ja, und dann machen wir es sicher, dass wir mit einem Reinigungsunternehmen, den Scheiß machen wir nicht nochmal selber. Einfach Abnahmegarantie, wenn etwas nicht gut ist, hey, kümmert euch, ich kümmere mich nicht darum. Geht einfach nochmal und macht es. Und dann ist mir das scheißegal. Scheisse gleich. Also, das Zügelunternehmen, die haben nicht richtig Deutsch können. Was, sie sind zuerst alles anschauen? Gut, sie möchten wissen, was zügeln. He? Ob sie jetzt die mit den fetten Armen brauchen oder nur ein paar Bohnenstangen. Das nicht viel war. Also sie haben 2 statt 3 Männer geschickt, weil es ja nicht viel ist. Gut. Du hast dafür helfen beim Einpacken. Neu daheim selber auspacken. Aber ist das nicht so, dass sie dir einfach Karton anstellen, sollten die das noch wieder auspacken oder wie? Tun die das fix alles wieder einräumen? Hier, da gerne ein Buch und dann eben ein Pflänzchen und dann den LED-Streifen auch noch gerade einrichten bitte und können sie es noch gerade mit der Philips Hue Bridge verkoppeln. Mhm.
Haben sie brüllt, weil sie ein bisschen haben müssen laufen. Oh nein, im Zügelunternehmen muss man arbeiten. Oh nein. Es plötzlich noch ein Toi-Toi-Witz im Bein war. Okay. Und dann hat sie können anfahren wegen dem Toi-Toi. Ja, das ist natürlich tragisch, ja. Du hast sogar noch nachgefragt bei der Gemeinde, jemand könnte dort ein bisschen in die Nähe fahren. Sonst wäre es noch weiter gewesen, okay. Mhm. Oh, ich darf nicht vergessen, dass ich hier noch fertig bauen muss. Nein, im Dorf geht es gäbiger. Für mich hat er gemeint, erkenne ich ja den Bär, also den Vater. Er brauche keine Kaution. Der hat gemeint, der Glaube komme ich niemals etwas von ihm. Das ist ja geil. Sehr gut. Das finde ich nicht schlecht. Ich bin damals ein bisschen dumm gewesen. Erste Wohnung. Unsere Vermieterin, ich habe ihm mal erzählt, das war so ein Hausdrache, oder? Hat auch keine Kaution wollen. Und ich bin ja noch gut gewesen, oder? Ich bin ja noch so gut gewesen. Dann habe ich gesagt, nehmen Sie doch einfach einen Tausiger, oder? Nehmen Sie einen Tausiger, sind Sie auf der sicheren Seite, Sie fühlen sich besser, ich fühle mich besser. Nehmen Sie einen Tausiger auf Kaution und gut ist. Ja, das haben wir aber noch nie gemacht und so. Und dann die Tochter aber auch angefangen. Ja, mal doch, mach das ist eine gute Idee, oder? Ja, und nachher hat sie sich also eben als Drache, als richtig dumme Funzel hat sie sich herausgestellt. Da habe ich natürlich noch ewig warten. Die ganze Kohle. Also gut, eben, es sind jetzt nur 1000 Franken gewesen, aber trotzdem. 1000 haben oder nicht haben, macht das schon einen Unterschied. Im Zügeln. Aber das geht ja noch weiter. Du bist so nicht, hast bei der Gemeinde gefragt, ob es okay ist wegen dem Zügeln. Hat es geheißen, nein, sage ich ein Kantonsstart. Kantonsstart. Dort noch müssen 80 Franken zahlen, damit sie hinten einen Platz haben können absperren für. Ja, nein. Noch komplizierter bitte. Wo nicht benutzt worden ist, weil es ein bisschen anders angefahren sind, etc. Okay. Reinigungsunternehmen auch gehabt. Hyper gewesen? Nein, wenn es ein Reinigungsunternehmen hast, ist doch gut, oder? Stunde zu früh. Abdichtungsgummis beim WC wegzunehmen. Vielleicht hat sie einfach ganz gut putzen, oder? Das Tableau im Kühlschrank hat sie geschlossen, weil sie es verkehrt drin da hat. Ja, aber gut, das müssen ja die vom Unternehmen zahlen, oder? Da können sie dich ja nicht behaften dafür. Oder wahrscheinlich deine Versicherung muss es zahlen und du musst dann mit dieser Versicherung schauen, dass deine Versicherung dort zahlt. Oder so etwas Kompliziertes wird es wahrscheinlich sein am Schluss. Alle Möbel mit schwarzer Folie eingepackt. Okay, immerhin. Aber du hast es wieder wegnehmen. Die hat doch einfach den Güssel. Wo hätte es mit dem Güssel an sollen, oder? Die hat doch den Güssel nicht mitnehmen. Die sind doch einfach zu faul gewesen. Ja, ich glaube, also, wenn es jetzt nicht mehr die erste Wohnung ist, dann machst du es einfach mit so einem Reinigungsunternehmen, oder? Also wir haben das in der ersten Wohnung haben wir es noch selber gemacht, oder? Da bist du ja noch so blauäugig und denkst, ja easy, das ist doch kein Problem hier, 72 Quadratmeter ist doch eh nichts und so. Ja, und sie hat dann, weil wir haben ja uns am Schluss überhaupt nicht mehr können ausstehen. Wir sind ja noch bis vor einem Friedensrichter dann mit ihr. 17 Grad in der Wohnung und so, habe ich mal erzählt. Und er hat sie extra eine vom Vermieterverband eingestellt oder Cola.
wo dann ist prüfen, ob wir das gut gemacht haben, die hat natürlich überall geschaut. Oder also wirklich im Hintersten ist hinter einem Radiator auch abgestaubt worden und so Zeug. Ja, ich verstehe schon, dass es sauber haben. Also, wenn ich in eine neue Wohnung reinkomme, würde ich das auch nicht wollen, dass dort hinten noch so ein bisschen Wollmäuse rumhängen. Ja, aber das hat einfach genervt, oder? Weil wir haben es auch nicht komplett sauber übernommen. Und dann hat es zum Beispiel ein Tablar im Einbauschrank gehabt, wo schon so, ja, so ein, keine Ahnung, ein Brandfleck war oder so vom Vorgänger, weil er etwas Heißes draufgestellt hat. Und das ist dann halt braun gewesen. Das haben wir nie gesehen. Aber das war zu oberst drin und so hoch, da habe ich auch nicht reingesehen. Ja, und die steigt halt da überall auf ihr Schemmeli auf und geht dort schauen und sieht noch, das ist aber nicht sauber da. So, Entschuldigung, das haben wir nie gesehen, das ist nicht mal von uns, das kann ja jeder sagen. Ja, haben wir nur, also, nur ganz leicht können den Wutausbruch unterdrücken. Also es war sehr, sehr schwer in dieser Zeit. Und nebendran ist natürlich der Drache gestanden. Oder? Die hat sich richtig gefreut, dass wir da den Job nicht richtig gemacht haben. Und nochmal kommen. Und dann nochmal. Aber immerhin eine gute Verwaltung, das ist doch schon mal was. Ja, Putzunternehmer, der einer dort ist, bei der Abnahme. Genau, guter Hinweis noch, SCTLC, richtig. Was ist der Trick bei dem Ganzen? Richtig, eine Wohnung mit Bodenheizung? What? Ja, was? Wie jetzt? Also, was macht jetzt Bodenheizung besser? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Fernsehdose gewechselt, Kombi-Fernsehnetzwerk gemacht. Der Typ vom HIV hat gemeint, Hauseigentümerverband, was ich von Beruf sei, und meine Antwort Elektroingenieur hat er dem Vermieter gesagt, er soll ruhig sein, das sei eine Wertsteigerung. Ja, wirklich! Also die Leute da oben einfach betzeln, oder? Jetzt haben wir bei der neuen Wohnung auch Regendusche reinmachen, wäre ja auch eine Wertsteigerung. Und jetzt wäre es einfach noch während dem Bau, aber nein. Der Eigentümer will nicht, dass man jetzt etwas macht. Ja, kommt dann günstiger, oder? Nachher schön nochmal. Also ich weiß ja nicht, ob wir es wirklich machen. Das wäre einfach cool gewesen, mal einen zu haben. Mal so wie im Hotel oder für einmal. Ja, Offerte reinholen und dann die ganzen Fliesen wieder rausreißen lassen, die erst gerade reingemacht worden sind. Ich weiß doch auch nicht. Das sind Zeichen. Nein, wir wollen das nicht. Zahlen zu sagen? Nein. Nein. Nein, wir haben keine Eigentumswohnung. Nein. Also es ist einfach eine Mietwohnung nach Eigentumsstandard, aber eben das ist immer... Also die Wohnungen, die eigentlich gleich sein wie die Eigentumswohnungen nebendran, also dass vielleicht noch in denen kannst du ein bisschen Farben und so auslesen, sind gleich nicht der gleiche Standard. Das haben wir jetzt bei unserer Wohnung gemerkt. Auch Mietwohnung, Eigentumsstandard. Günstigste hure Küchenabzug, der günstigste hure Ofen. Einfach alles Entry-Level, oder? Aber ja. Es ist, wie es ist. Aber ich bin jetzt mal gespannt, was mit der neuen ist. Zumindest weiss ich schon mal, dass wir nachher eine Induktionsherdplatte werden haben. Das finde ich schon mal ein geiles Upgrade. Wir haben zum Beispiel keinen Wasserkocher daheim. Wir machen Teewasser immer noch im Pfändli auf der Herdplatte, also energietechnisch völlig 1930. Aber ja, so ist es halt. Also der Wasserkocher ist auch nicht unbedingt besser, aber
geht ein bisschen schneller. Ist übrigens das letzte Tütchen. Liebe Leute. Und es ist schon 3. Aber das machen wir jetzt fertig hier. Genug Federlässiges gemacht hier. Sofern ich dann das Dreieckchen noch finde. Du bist am Sparen für Küche und Bad sanieren. Also hast du Eigentumswohnung? Schon, oder? Weil sonst würdest du nicht sparen, nehme ich an. Oder willst du es einfach für dich machen, weil du sagst, hey, in dieser Wohnung, in dieser bleibe ich noch lang. Weil unter der Bodenheizung musst du putzen, ist komisch. Ja. Wir dürfen nicht selber sagen, was wir wollen. Ja, das ist halt, wie es eine Mietwohnung ist, ja. Unterschiedliche Firmen zuständig für 2 Blöcke, die fast identisch sind mit Eigentumswohnungen. Ja, das wird wahrscheinlich am Anfang ausgeschrieben und so, hey, wer will, und dann... Ja, die einen können sich das dann leisten. Die anderen halt nur zur Hälfte und dann kommt nochmal jemand dazu, der sich auch nur die Hälfte kann leisten kann, und dann hat es noch 2 Firmen drauf. Wahrscheinlich sieht es innen dran auch bei beiden anders aus, nehme ich an, oder? Die einen haben ein bisschen mehr gespart und die anderen ein bisschen weniger, oder wie ist das? Oder ist der Ausbaustandard dann doch bei beiden gleich? So, jetzt tun wir da wieder unsere Wienerli reinpacken. Die Musik erinnert mich extrem an Life is Strange. Das kennen sehr, sehr, sehr gut. Sehr gut. Was? Weißt du, wegen dem Stegenhauslicht vom Nachbarsblock beschwert? Jemand vom Block selber, mindestens jemand von deinem Block, wo ich jedenfalls davon weiss, okay. Also, wieso? Hat das direkt zu dir ins Schlafzimmer gezündet? Oder wieso beschwert man sich wegen einem Stegenhauslicht im Nachbarsblock? Oder habe ich das jetzt komplett falsch verstanden einfach? So, das sind doch richtig schöne Wienerli da. Tolle Sache. Tolle Sache, Harry, tolle Sache. SCCLC, Durchlauferhitzer für 200 Stutz. Oh, nice. Also für einen Wasserhahn. Ist das so das Ding bei der Küchenspüle, wo du heiß machen kannst? Ist das das? Oder ein Durchlauferhitzer für das gesamte Wasser von der Wohnung? Aber das bei der Küche, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gesehen habt, das so ein kleines Knöpfchen, wo man so runter kann und dann kommt wirklich kochend heißes Wasser raus. Das ist geil, ja. Deine Wohnung bzw. der Bank. Ah, das ist eben schon geil, oder? Da kannst du einfach alles machen dort drin. So wie es willst. Das ist schon cool. Da bin ich ein bisschen neidisch, zum Beispiel auf unseren Nachbar gegenüber. Luis das letzte herausgefunden, ich glaube, das sind Influencers. Mitten in der Nacht einfach so riesige Lightboxes, so so diffuses Licht werfen für zum Filmen und Fotos machen. Einfach die aufgestellt, mitten in der Nacht und irgendwie Videos dreht. Nein, ich habe nicht genau hier reingeschaut, jetzt war es mitten in der Nacht. Es wäre dann doch ein bisschen komisch gewesen. Aber was ich gesehen habe, sind beide angezogen gewesen, auf jeden Fall. Also wie eine Kaffeemaschine. Disco Party! Das ist geil, Mode. Yeah! Würstli. Ah, wir brauchen ja noch ein Würstli. Nur noch Landjäger. Einen noch.
A und ab. Okay, dann ist einfach die Zeit nicht richtig eingestellt beim Stegenhauslicht. Haben sie es jetzt hoffentlich wenigstens geregelt? He? Aber es würde mich auch ein bisschen nerven, ja. Gebe ich dir schon recht. Darf man sich schon mal beschweren. Da darf man jetzt schon mal den Herbert raushängen aus dem Altersheim. Da kann man jetzt schon mal sagen, dass die Suppe nicht genug heiß ist, oder? Einfach mache ich nachher Pfeffer, so grundsätzlich einfach. Quacker heisst der Hahn. Ja, genau. Irgendwas so in die Richtung, ja. Finde ich wirklich ein cooles System. Habe ich letztens gesehen bei nicht blutsverwandten Verwandten. Eingeheirateten Verwandten. Sehr coole Sache, ja. Genau, Berex. Ja, eigentlich ist es Budi, die hinter dem Vorhang hängt und rausschreit. Sie ist uns allen voraus. Sie weiß schon, wie es geht. Ah, jetzt sind die Teile einfach wieder so munzig klein, hey. Karen, genau. Early Shreying is the next Karen's evolution or so. Hey, das ist aber schon ein hure Fummel hier. Also für das wir jetzt irgendwie 6 Tütchen haben oder so, zieht sich das ja schon noch hin. Das sind jetzt die Stühle für den Tisch vom Michelin-Restaurant. Oder? Sieht man. Ganz, ganz klar. Im Moment versuchst du herauszufinden, warum die Glasfaser in Keller nicht will. Also das Glasfaserkabel im Keller ist drin, aber es will nicht zu dir. Philips Hue Lichtstreifen. Haben wir oben bleiben, genau. Jetzt sind ein paar 60 Löcher drin. Okay. Ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht mit denen. Der scheiß Klebi hat sich gelöst im Sommer, wo es so warm war. Entschuldigung, aber ja, also muss ich jetzt nochmal ein Klebi kaufen, dass ich das Klebi beim Klebi ankleben kann und es dann endlich als Möbel ankleben. Dann sollst du ja noch so quasi, es zeigt dir ja, dann sollst du die Möbel umführen, so, oder? Aber 90 Grad Winkel vertreibt es einfach nicht so gut. Ich habe es jetzt in den Kübel gerührt. Oder kann man trotzdem noch mal Philips Hue gekauft. Hue. Aber das mal so Ständer. Sind auch ein bisschen günstiger. Nicht mehr da die Strips. Du hast es eingezogen, vielleicht vermurkset. Eieieiei. Dann würde ich jetzt den Swisscom anrufen und sagen, Entschuldigung, aber was hat Ihre Techniker hier gemacht? Vielleicht kannst du dich noch rausschnurren. Ah nein, Moment. Schon 10 ab. Oh Leute, ich muss wirklich ein weniger schnurren. Hey. Ich muss noch fertig werden. Ich könnte euch nicht vorstellen, wie viele Mails in meinem Posteingang liegen.
Und wie viel auf meiner To-Do-Liste ist. Da muss ich jetzt einfach den Krampfigkeit oder der Schweizer muss ich jetzt einfach raushängen und sagen, sorry. Ich muss arbeiten. 3. Eins weniger, aber fast, ja. 3 E-Mails. Nein, es sind natürlich schon nicht alle E-Mails, die ich auch muss bearbeiten, aber ich wollte damit nur sagen, ich sollte vielleicht schon noch etwas machen. Ein bisschen etwas machen. Sonst kommt Garo dann irgendwann da reingestürmt und zieht mich einfach an den Ohren raus. Ich bin mir sicher, ihr fändet das mega lustig. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie lustig ich das finde. Du, ich habe keine Ahnung, wie weit da Swisscom geht, um irgendetwas einbauen oder ausbauen oder was auch immer. Da bist du definitiv der Chef und verstehst mehr davon. Ich habe keine Ahnung, wie das dem Glasfaserzeug so läuft. Oder da ziehen sie irgendwie die Straße und von der Straße zu den Häusern und irgendwie landet es dann bei dir oben und dann im Modem und whatever. Hauptsache ich habe Internet. Einfach mal ins Kabel schauen, am anderen Ende die Taschenlampe reinhaben. Wenn du nachher blind auf einem Auge bist, ist es richtig reingezogen. Echt? Leitet das Licht auch so gut? Das ist ja krass. Genial. Muss ich die Heime gerade mal ausprobieren. Hey, jetzt hört auf mit der Caro. Wir haben sie letzte Woche einig gehabt. Caro hat schon eine Schlägerei anzetteln, so wie ich gehört habe. Hier wird nichts geschlägelt. Da wird dann nicht am Grannyhaar gezogen. Oder an den Ohren. Ich habe es jetzt so schwierig gehabt mit 10.001 Teilen. Habt doch ein bisschen Verbarmen mit mir. 2 Monate lang haben wir jetzt an dem Keim gebaut. 2 Monate. Wieso wird es auch so Weinöckelig da am Schluss? Zum aus der Haut fahren. Caro ist vielleicht sogar im Stream, wer weiß. Könnte gut sein. Manchmal schaut sie auch mal rein. Oder lässt ihn so passiv nebenher laufen. Sie hat ja letzte Woche auch überziehen. Dann darf ich auch überziehen. Also, ihr habt vereinbart mit dem Hauseigentümerverband 4 Fasser zu jedem. Und das haben sie nicht wollen zum Sparen. 4 Fasser in jedem Haushalt, oder wie? Okay. Weil natürlich über die anderen Fasern noch andere Anbieter können gehen. Ja. Okay. Frech. Das habe ich nicht gewusst. Man sagt hier, der Absturz sagt, das Glasfaserkabel sei das Verlängerungskabel für den Beamer. Finde ich auch geil.
Kann ich auch mal probieren. Ich finde, der Beamer blendet ja sonst schon. Was passiert, wenn du durchs Glasfaserkabel durchhebst? Ist das schon Laser Gefahrenstufe 2, oder? Wie ist das so eurer Erfahrung nach? Hat da schon mal jemand reingeschaut? Kann man das weiterempfehlen? Sollte man das mal gemacht haben im Leben? Wir müssen noch darum schlägeln, wer das nächste Lego darf aufbauen. Ja, es ist mir schon angedroht worden. Es ist mir schon zu Ohren getragen worden. Also, Mittwochnachmittag, 2:45 auf dem Pausenplatz. Können wir uns nach die Turnschuhe um den Grind umschlagen? Was kommt jetzt hier noch? Da hat es so viele Teile. Was soll das? So. Sieht schon mal nicht schlecht aus, aber haben wir noch nicht fertig, wie ihr seht. Leichte Verzweiflung. Was passiert mit dem Turm? Ich weiß es noch nicht. Aber ich glaube, er landet einfach da unten. Hier. Da, wo jetzt der Karton ist. Da unten landet er. Und that's it. Also ich tue den nicht nochmal auseinandernehmen, liebe Leute. Der bleibt schön so, wie er ist. Und ich lange den jetzt nachher auch nicht an. Der geht nur zusammen. Könnt ihr euch abschminken? STC bewegt sich schon im Nanometerbereich. Da bin ich schon lange raus. 850 Nanometer, keine Ahnung. Was, das ist über im Normbereich. Heisst das mehr Daten oder was? Hast du extra müssen zahlen für mehr Glas? Bist extra noch schön in die Wüste gereist und hast dann noch ein bisschen Sand geholt? Ah, jetzt machen wir die Antenne, Leute. Die Antenne. Warte jetzt. Ah, das da. Und das kommt jetzt so. Schön. Wunderschön. Ist einfach nur die kleine Antenne. Ein Laser, den du auf einer Seite kannst reinleuchten kannst. Aber du bist nicht der da unsere Kampfjet-Piloten nachher anleuchten, oder? Ich glaube, das finden sie nicht so geil. Oder was willst du mit dem Laser näher? Braucht man das? Ah, so. Ah, wie oft ich heute schon so gesagt habe. Wer es so sagt, ist noch lange nicht fertig, heisst es doch. Es ist da wahrscheinlich eine Playlist langsam durch. Niemand ist mehr da, alle sind heimgegangen, alle sind schon in der Nacht. Und ich bin 20 Jahre älter geworden. Hey.
bitte, bitte schön genau hier. Wenn schon, dann schon richtig, oder? Oh, jetzt. Jetzt kommt die Fahne. Ah, jetzt baut so ein Mail an, letztes Jahr bekommen. Wo einfach irgendwie eine Post ist, sie haben das Päckchen, aber es kann nicht zugestellt werden, weil bla 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 bla. Da denkst du sicher so, bestimmt. Bitte loggen Sie sich Ihren Account ein und geben Sie Ihre Adresse inklusive Bankkontodaten und Blutgruppe durch. Sie werden dann abgeholt. Ah, das ist Pickup-Post. Jetzt verstehe ich. Das kommt schräg drüber, okay? Gut, dann machen wir das auch schnell. So. Uiuiuiui. So nah. 5G-Antenne. Gute Frage. Sehr gute Frage. Da es lediglich ein Radioturm ist, würde ich behaupten, nein. Aber vielleicht hat man ja upgraded. Also ich meine, für ganz... wie das ja voll aus Stahl besteht. Aus Metal. Könnte sein, ja. So. Das letzte Teil. Okay. Das müssen wir jetzt einfach noch oben drauf setzen. Soll ich das machen? GG, danke vielmals. Die Schweizer Fahne. Ja, hätte man eigentlich auch können mitliefern können, wäre ich auch dafür. Okay. Steffi ist so da. Hi, ja, endlich. Aber jetzt machen wir ihn noch drauf. Ein Moment mal. Ah. Okay, also... Moment, ich sehe ja die Spitze gar nicht. Okay, einen Moment ist gewackelt. So. Bitteschön. Hey, so gut. Ein Riesenteil. Ich bewege den kein Stückchen mehr. Aber... Es geht nicht. Es geht nicht. Also ich kann nicht gleichzeitig beim Mikrofon sein und gleichzeitig dort hin. Aber ich sehe es ist richtig, richtig cool. Kann ich mich jetzt da noch irgendwie geschwind dazwischen schalten? Ich mache jetzt einfach geschwind irgendwas. So, hallo! Okay. Einfach notgedrungen machen wir geschwind etwas. So, ich klopfe mich jetzt einfach da rein. So. Profimäßig, oder? Super. Tische sind zum Überstellen da. Ja, richtig. Also es hat ja keinen Platz mehr hier. Ich sehe das. Ich meine, dort hinten ist gerade der Ecke und die andere Seite ist hinter mir. Also es hat wirklich keinen Platz mehr. Ist aber extrem geil, oder? Also man sieht es fast nicht wegen der Perspektive, aber in echt. Vielleicht auch, weil er auf einem Tisch jetzt noch steht. Aber 1,49 Meter ist massiv. Massiv. Ich glaube, der in der Mitte ist das Teil falsch montiert. Du musst nochmal zurückbauen kurz, ja. Wenn er mich jetzt fertig macht. Oh Gott. Hey, echt cool. Ja, ich stelle ihn sonst da raus, auf die andere Seite da, in unseren Aussenhof. Und dann könnt ihr ihn dann anschauen. He? Wenn ihr vorbeifahrt, geschwind winken, machen ein Selfie davon oder so. Wie viele Stunden bin ich jetzt dran geguckt? Gute Frage, Steffi. Wir können ja mal geschwind ein bisschen zurückgehen.
Warte, jetzt 27. Okay. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 mal 2 Stunden. Und 2 davon war ja Garo noch dran, plus ein bisschen Überzeit. Also ich würde behaupten, etwa 22 Stunden. Also das heisst, ohne Schnurren ist man die 18 bis 20 Stunden durch. Ziemlich sicher. Und wenn man sich noch ein bisschen beeilt, vielleicht noch ein bisschen schneller. Ja, aber... Oh Gott. Ach, ich bin so froh. Es ist so schön. Aber es war ja mega schön gewesen. Also es hat alles gestartet mit dem 27. Dezember, mit dem Special Stream, den wir hatten. Mit Garo, Oli und dem Lumi. Wo wir zusammen noch angefangen haben. Und jetzt 2 Monate später... 2 Monate später sind wir endlich fertig mit dem Keiben Eiffelturm. Wahnsinn. Wer kontrolliert jetzt, wie die und Stopper dafür geschnurrt wird? Ich nicht. Kann jemand anders machen. Zu viel wird geschnurrt, sehr wahrscheinlich. Wir haben noch ein paar extra Teile, die ich immer in meinen Tütchen hier aufbewahre. Wo wir hoffentlich nie werden herausfinden, dass wir noch irgendetwas gebraucht hätten davon. Als nächstes kommt die Weltkarte, bist du verrückt. Wolltest du dich umbringen? Nein, aber gut, dass ihr das noch erwähnt. Schaut euch schön um. Und zwar geht es darum, was bauen wir das nächste Mal. Könnt ihr gerade noch schön sagen, wenn ihr lieber hier Mondlandemission Apollo 11 oder eher wieder richtig Lego Technik und das BMW, der BMW TÜV M1000 RR. Oh. Was wollt ihr lieber? Apollo, TÜV ist Neues. Apollo 13 kann ich nicht anbieten. Ich kann nur Selfie. Und eben Weltkarte, nein, bitte nicht. Wir haben den Globus langt, der ist da oben. Der langt. Darfst du vom Berg schicken? Ja, kein Problem, tu den auf die Post. Ist doch gut, weil du nicht gefragt hast. Ja, aber sonst könnt ihr noch in Discord schreiben oder auch nachher noch hier noch ein bisschen in den Chat schreiben oder so. Kann ich es noch nachschauen oder PM senden oder auf Twitter oder whatever. Was ihr lieber möchtet sehen. Und dann fangen wir das nächste Mal mit diesem an. Mit etwas Neuem. Ich wäre ja, also wenn ich eine Empfehlung dürfte geben, das ist ja Grau und Gold. Das ist zur Hälfte das, was wir schon hatten. Grau. Das nicht. Nur eine Empfehlung am Rande. Hä? Okay. Gut. Also, genug geschnurrt. Halbe Stunde überzogen. Hat auch Grau drin. Ruhe jetzt. Ruhe. Ja, wir machen Feierabend. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Mir hat es riesig viel Spass gemacht. Es war richtig Party. Ja, merci vielmals, dass ihr reingekommen seid, ein bisschen geschnurrt habt, mich gut unterhalten habt. Und der letzte Teil vom Eiffelturm dafür gesorgt haben, dass es ewig geht mit dieser Spitze. Aber lieber so als anders. Darum, was die Augen zumachst beim Bauen, spielen die Farben keine Rolle. Wahre Worte. Ja, danke. Habt eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Dienstag von 1 bis 3. Morgen ist der Troy dran. So wie mir das Vögel zwitschert hat mit Tech Talk. Ich habe noch keine genaueren Details zu was. Wird auch ein Special sein, irgendetwas. Darum schaut dort unbedingt rein. Und am Freitag jetzt bei der Steffi vielleicht Hogwarts Legacy. Müssen sie noch ein bisschen überzeugen. Und vielleicht auch nicht. Sie schaut aber da mit euch, glaube ich, noch. Außer Steffi. Schau jetzt. Tech Talk morgen mit dem Troy Gaming Notebook mit externer Wasserkühlung. Wunderprächtig. Super. Dann haben wir das geklärt. Merci vielmals. Habt eine schöne Zeit. Und bis ganz bald. Tschüss miteinander.